So, Servus erstmal. Und Servus Mara. Ich muss aber erstmal den Sound hier leiser machen. Servus. Ja, das hat ja gerade gepasst hier mit Stadionatmosphäre, wa? Wo der Typ sagt, ja, mach mal ein bisschen mit, wa? Wild. wild, ey. Ja, so ist das in der Allianz Arena, ey. Da machst du nix. Leute, Servus erstmal. Lange nicht gesehen, war ja wieder tolle Länderspielpause. Ich denke mal, heute ist ja nicht so viel los, gibt ja nicht so viel zu meckern, wa? Ich habe ja schon die ganzen Harry Kane-Hater im Titel abgestraft, denke ich. Von daher wird da ja wohl nicht so viel kommen, denke ich. Leon, danke erstmal, ne? Und Servus erstmal. Kruxiak, Servus. Fideas, Servus. Leon, Martin, Kinkill, Yannick und Heatspot. HSV hat auch gewonnen. Jo, HSV hat auch gewonnen. 3-1, wa? Ist ja wild, der HSV ist Dritter. Aber da hieß es ja nach 3 Spielen auch schon, Baumgart raus. Ne? Das ist nicht nur beim FC Bayern so. Also wild, ne? Meinung zu Pauli und Kiel? Ja, das was zu erwarten war, oder? Oder ist irgendein Ergebnis an mir vorbeigegangen? Warte, lass mich eben schauen. Nee. Ich hätte Pauli vielleicht ein bisschen mehr erwartet, so heimmäßig, so gegen den einen oder anderen Gegner, aber vielleicht kommt das noch. Aber dass von Kiel nichts kommt, war ja auch irgendwo zu abzusehen, oder? Grüße REDMUN5GA. Warum ist das denn so leise? Thomas, Grüße und vielen lieben Dank für deinen Zappi im 11. Monat. Mal den Sound, die Glocken läuten auch. Siehst du, Bayern Talk und die Glocken läuten, so muss das sein, Alter. Der Herr gibt auch seinen Senf dazu. Ja. Ich meine, wir gegen Leverkusen war es ein ähnliches dominantes Spiel, ne? Mein Stuttgart hat stark angefangen auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Eier gehabt, die Leverkusen nicht hatte. Muss man auch mal ganz klar sagen. Wenn du dann das Ergebnis siehst, dann kannst du natürlich sagen, gibt den Leverkusen dann recht, war mit ihrer Herangehensweise. Ja, nee, gönn dir deine Meinung, war. Der spricht wunderbare politische Kommentare, ja, aber bitte lassen. passt auch zu dir. Eieiei. Chico, servus. Wird schwer am Mittwoch. Ja, es wird ein schönes Spiel am Mittwoch, denke ich, ne? Gegen Graugänse Hansi. Wo der Chico Fan von ist. Obwohl ich ja Unrecht hatte mit dem Hansi. Ich habe ja gesagt, der Hansi geht unter im Barca. Aber anscheinend geht er da ja steil wie bei Bayern auch. Also werden wir mal sehen. Wird wahrscheinlich ein interessantes Spiel werden, oder? Wenn Barca ähnlich spielt, wie sie sonst spielen, dann wird es ein interessantes Spiel, denke ich. Ja, diese Diskussion gehe ich nicht drauf ein, wa? Mit Heavy Kane und wichtige Spiele, Alter, fickt euch einfach. Sag ich euch, wie es ist, ey. Es ist dieselbe Diskussion, die es damals beim Levi gab, ey. Das sind halt immer diese Idioten, Alter, die einfach, also gehe ich nicht drauf ein, Janne. Kannst dich auch als Idiot betitelt fühlen von meiner Seite. Das ist für mich einfach nur Trollen, was du hier machst. Also, sorry. Da gehe ich nicht drauf ein. Das, was ich jetzt gesagt habe, muss reichen dazu.
Nur diese Meinung hast, ist das fein. Jeden seine Meinung, alles gut, ne? Kannst ja gerne haben, aber nichts, worauf ich eingehen möchte. Habe ich keine Lust zu. Wie gesagt, ist derselbe Scheiß, wie es beim Devi damals war. Da war genau dieselbe Kacke, Alter. Das ist... Ich weiß, nee. Nee, ich gehe nicht drauf ein. Habe ich im letzten Stream schon gemacht, oder? Reicht. Brauchen wir nicht doppelt gemoppelt machen. Alles gut. Was tippe ich für Mittwoch? Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe noch keine Gedanken gemacht. Von bis ist alles möglich, denke ich, ne? Wird wahrscheinlich ein 3-1 tippen für uns natürlich. Was ist los? Den Hansi mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Obwohl, Mann, Harry Kane trifft ja im wichtigen Spiel nicht. Scheiße. Müssen wir hoffen, dass der Michael Tore schießt, oder? Marco Elise. Herrlich, ey. Mika, guten Abend. Viele sagen auch, Harry Kane kann nur Meter schießen. Ja. Das sind genauso schlaue Leute. Ganz ehrlich, ich bin so ratlos wegen Sané. Was ist los bei ihm? Eventuell private Probleme, aber es geht so nicht weiter mit ihm. Hä? Wie kommst du denn jetzt auf den? Wie viel hast du denn gesehen vom Lioy bisher diese Saison? Ich glaube, das war sein 3. Einsatz von 20 Minuten oder was? War jetzt nicht so schlecht wie die ersten beiden, nach meinem Empfinden. Keine Ahnung. Ich denke, im Moment sind einfach andere Spieler vor ihm, oder? Ich denke, das ist einfach das Leistungsniveau, was ein Leroy hat. Was er auch letzte Saison hatte. Also. So, jetzt nichts Neues. Und ob die Leute private Probleme haben, ja, das weiß man ja nie. Ja? Das weißt du immer erst im Nachhinein, so wie jetzt bei Minjay da stand, Scheidung, Blasöls, ja. Das weiß man nie, sind alles Menschen, die haben dieselben Probleme, wa? Die haben mal einen Furz quer sitzen, wie wir auch, Alter. Und die haben auch private Probleme. Ob du 100 Millionen auf dem Konto hast oder nicht. Das ist halt so. Ja, keine Ahnung. Wer die PK gesehen hat, Vinny hat alles dazu gesagt. Ne? Müsste ich mir eigentlich auch nochmal rausschneiden. Zum Thema Harry Kane. Also. Damit ist auch alles gesagt, denke ich. Ja, Barca sportlich top, finanziell gehen die im Stock. Dass der Verein überhaupt noch existiert, ist eine Schande. Ne? Ist aber dasselbe wie bei Real Madrid vor 10 Jahren oder wann das war. Ne, da wird irgendwann auch der Deal kommen, so, wir kaufen jetzt hier oder verkaufen jetzt das Stück Land hier und ja, ist genau dieselbe Scheiße. Normalerweise dürften solche Mannschaften gar nicht in der Champions League dran teilnehmen. Aber da werden wir wohl nie hinkommen, dass es mal so ein allgemeine Voraussetzung geben wird. Aber ich meine, dass Barcelona schon jedes Jahr Probleme hat, alle Spiele anzumelden bei La Liga, ist halt, spricht schon Bände, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass der Hansi da gerade gute Arbeit macht anscheinend, ne? Ja, das werden wir sehen, ob der Hansi nach Hause fliegt. Aber ich spiele noch in Barca, oder? Oder spielen wir in München? Ne, in Barca, ne? Ich gucke. Ich gucke. In Barca, ja, guck mal. Kann er also nie nach Hause fliegen. Ist das in England oder Spanien genauso schlimm oder sogar eventuell noch schlimmer mit den Spielerkritiken? Ich denke noch schlimmer. Also das, was ich gelesen habe, ich habe so einen Bericht gelesen über Tuchel jetzt, weil er Nationaltrainer ist. Da ist der Didi Hamann anscheinend, wäre er noch ein harmloser Experte, wenn man das mit England vergleicht. Weiß ich nicht. Bin ich nicht drin in der Szene, aber fand ich schon wild. Fahr muss weg, oder? Ja, wegen mir kann der Fahr auf jeden Fall weg. Ansonsten musst du den Fahr einfach mal revolutionieren, wa? Weil da soll ja angeblich auch irgendwas in der Mache sein, aber so wie es aktuell ist, ist es eine Katastrophe. Benner, servus. 4:5 gegen Barca. Warum sollten wir denn 4 Gegentore kriegen? Unsere Defensive steht auch gerade stabil, Alter.
Hast du Opa Ominje gesehen? Gegen Stuttgart? Hä? Und dann, wo der Palinja sich noch mit eingefunden hat, dann zweite Halbzeit, hä? Wo es dann auch mal eine Dreierkette gab mit dem Palinja und so. Weiß ich nicht, ob das dann jetzt so schlecht sein wird. Klar hat Barca noch mal andere Offensive, da brauchen wir nicht drüber reden, wa? Ich denke, es wird entscheidend sein, wer sich im Pressing durchsetzt, ja? Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall ein geiles Spiel, oder? Bumsen macht die Beine schwach? Ja, kann ich bestätigen. Wir gewinnen 4-2. Ja, wie wir sie. Barca ist unser stärkster Gegner bisher in dieser Saison. Ja, das werden wir sehen, ob sie es sind oder nicht, ja? Auf dem Papier mit Sicherheit, ja, aber das heißt ja auch nicht immer was, ne? Heute ist Thumbnail vom Bild auf YouTube. Bayern ist zu abhängig von ihrem Mittelstürmer. Geil, oder? Und vor 3 Tagen noch, Harry Kane ist alt und gebrechlich und schießt nie wieder 20 Tore in einer Saison. Ja. Deswegen hat er auch irgendwie 8 Tore und 7 Vorlagen in 7 Spielen in der Bundesliga. Kann man mal von Krise reden, kann man auch mal schlecht reden, kann man auch mal sagen, der schießt keine Tore in wichtigen Spielen. Ja, gönnt euch. Wer ist dein Lieblingsspieler von Bayern? Boah, Javi Martinez war mein letzter Spieler, wo ich gesagt habe, das ist ein Lieblingsspieler. In dieser Mannschaft jetzt? Boah. Dass ich schon überlegen muss, sagt einiges, oder? Weiß ich nicht, schwierig. Gibt 3, 4 geile, ja. Aber jetzt so Lieblingsspieler, weiß ich nicht. Kann ich nicht wirklich betiteln gerade. Ja, ein Jahr ist der Hansi ja auch noch nicht da in Barca, oder? Ist genauso lange da wie der Kompanie. Ich verstehe nicht, wieso wir diesen Davis fit machen, damit er nächstes Jahr abhaut. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber es ist halt so. Er spielt doch gerade nur so für seinen eigenen Marktwert und für eine bessere Ausgangslage. Ich könnte kotzen. Ich denke halt, habe ich ja im letzten Stream schon gesagt, die Verschwörungstheorie, weil er mit Musiala ja so ist, ich denke, das ist irgendwo noch so ein Grund, der da mit reinspielt. Könnte ich mir vorstellen. Alles andere ist für mich auch nicht erklärlich. Also wie gesagt, dann hättest du auch einen Atzen nur da hinstellen können und den entwickeln können. Ja? Also, wir werden sehen, wenn Ito da ist. Ja, wenn es ein Sunny da ist, dann werden wir sehen, ob Davis immer noch spielt. Aber wenn er dann so spielt wie jetzt gegen Stuttgart, da war es ja wirklich gut. Muss man ja mal zugestehen. Ne? Wir werden sehen. Was hat meist die Hosen voll, wenn es gegen die Bayern geht? Ja, aber da war ja auch Hansi noch nicht Trainer da. Servus, Grüezi und Hallo, Sammy. Ja, klar sind die begeistert in Barcelona, Chico. Wenn Erfolg da ist, sind die auch begeistert. Ja? Frage ist erst, wenn Barca mal 3, 4 Spiele hintereinander mal nicht gewinnen, dann werden wir sehen, ob sie begeistert sind. Hey Kai, sag mir mal deine Meinung. Ich habe ein bisschen ein verändertes System festgestellt in der Defensive gegen Stuttgart. War das nur meine Wahrnehmung oder ist Davis zwischen die IV gerannt bei Kontern? Ja, generell haben wir erstmal ein bisschen defensiver angefangen. Ne? Auch Kimmich war defensiver. Das hat man da gemerkt, wo ein Palinja dann auf dem Feld war, dass ein Palinja irgendwie der Achter war und Kimmich doch sehr selten hinten rausgekommen ist in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war es dann umgekehrt, da war die Aufteilung besser. Aber da hat man schon gesehen, dass da auch ein bisschen Respekt da ist, ne? Oder dass halt das schon Anpassungen von Vinny sind, auch was ein Davis anbelangt. Ja, hast du vollkommen recht. Der ist dann auch nicht nur die stur auf seiner linken Seite geblieben. Du hast ja gesehen, dass Gnabry sehr viel defensiv gemacht hat, ja gerade erst in der ersten Halbzeit, ne? Ja, das habe ich auch gesehen. Aber es hat ein Kompanie auch gesagt, dass es Feinheiten angepasst werden müssen. Ne?
Roy Keane als Experte bei der BBC. Der geht ab, zumal auch mal in der Fäkalsprache. Ja, Roy Keane ist ja auch eine Maschine gewesen. Upamecano waren stark, ja. Barcelona sollte für uns ein maßgeschnallter Gegner sein. Aha, warum das denn? Spielen die nicht ähnlich wie wir? Also wenn ich mich an Flickfußball zurückerinnere, spielt Hansi auch mit einer sehr hohen Viererkette und so weiter. Weiß ich nicht, ob das so maßgeschneidert ist. Werden wir dann sehen, ne? Levi ist auch gerade gut, ja. Barca Bayern ist auf Augenhöhe. Auf unserer linken Seite werden sie uns Probleme machen mit Jamal. Ja, mal abwarten, wa? Mal abwarten. Würde ich jetzt so noch gar nicht sagen. Ich meine, wenn Pavlo ist ja nicht dabei, sehr wahrscheinlich wird ein Palinja dabei sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn der da 2-3 Mal einen rigorosen Zweikampf führt, dann ist da auch mal... Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, der Wolf-Fuß war original, ne? Junge, ging der mir auf den Sack. Der für eine Scheiße gelabert hat, bis Harry Kane das erste Tor geschossen hat. Junge. Wirklich, Katastrophe. Denkst du, Bayern kommt Champions League K.O.-Runde? Ja, na klar. Selbst wenn du gegen Barca verlierst und gegen Paris verlierst, gewinnst die anderen Spiele, dann kommst du immer noch in die K.O.-Runde. Also. Wenn du den Teufel an der Wand malen willst, ja, dann werden wir 10., 11., 12., ja, dann spielst du halt 2 Spiele mehr und kommst dann trotzdem in die K.O.-Runde. Also. Wovon ich jetzt nicht ausgehe, ja. Ich gehe schon davon aus, dass wir unter den ersten 8 landen, also alles ist gut. Ich denke auch, dass Paris nicht so schwer sein wird, wie es auf dem Papier ist gegen uns, bei uns zu Hause. Also da plane ich schon einen Dreier auf jeden Fall ein. Und Barca muss man halt mal gucken, ne? Ist ein sehr interessantes Spiel, kann man schwer einschätzen. Ja, wie gesagt, das Geheule haben wir doch in München immer. Ja, weil wir in München seit Jahren immer nur einen Stürmer haben. Ja, vorher war es Levi, dann war es gar keiner, dann war es irgendwie eine halbe Saison Schuppo und jetzt ist es Harry Kane. So, ja. Aber nochmal, wenn du 7 Bundesliga-Spieler hast und 8 Tore und 7 Vorlagen, weiß ich nicht. Ja. Wenn sich dann einer hinstellt und irgendwas konstruieren möchte, ist das lachhaft einfach. Ne? Sorry. Das kannst du ja sagen, wenn Harry Kane in 7 Spielen 2 Torbeteiligungen hat, dann kannst du ja meinetwegen anfangen und dem Mann eine Krise einreden, ja. Aber selbst dann wäre er wahrscheinlich ja noch wertvoll, wenn man mal die erste Halbzeit gegen Stuttgart gesehen hat, ja, dass er teilweise das Spiel aufgebaut hat und teilweise auf einer 6er-Position agiert hat als Mittelstürmer, aber trotzdem vorne war, wenn es sein musste, ja. Also, bei besten Willen. Aber das ist eine Diskussion, die man nicht führen braucht, ja. Die Leute, die sowas von sich geben, die wollen nicht entweder trollen, ja, haben entweder absolut null Plan von Fußball und dann macht es auch keinen Sinn, mit denen zu sprechen, meiner Meinung nach. Ja, von daher ist das eine Diskussion, die schwachsinnig ist. Und selbst wenn ein Stürmer mal 3 Spiele kein Tor schießt, also bitte euch. Also wild. Von King Yo? Ja, King Yo macht das schon. Weil normalerweise kann King Yo ja jetzt noch weiter nach vorne. Ja? Er braucht ja nicht mehr so weit hinten rumeiern. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Mit ein paar Linien. Oder ob es überhaupt ein paar Linien wird oder ob ein Kompanie auf einmal dann da ein Conny Leimer oder ein Goretzka aus dem Hut zaubert. Das wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht für ein paar Linien. Wir werden sehen, ey. Ja, Übermannschaften gibt es doch eh nicht mehr, oder? Du hast immer so, was weiß ich, 3, 4, 5 Mannschaften, die auf einem Level performen.
Vinny macht den Türsteher. Der Hansi, der sieht ja ganz schlecht aus gegen den Vinny an der Seitenlinie. Kopf kleiner, zierlich. Also, wenn das Spiel nach einem Trainerduell entschieden wird, ist das Ding klar. Harry Kane macht mehr wie 25 bis 30 Tore. Bayern muss sich dringend von Coman und Sané trennen. Ja, King hat ein Tor gemacht. Was ist denn los? Dun, 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 dun. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, was mit Fonsi passiert. Wie gesagt, bei mir würde dieser Spieler auch nicht spielen. Das habe ich ja vor der Saison gesagt, da bleibe ich auch bei. Selbst wenn er irgendwie dann mal ein Spiel wie gegen Barca rausreißen sollte und der Matchwinner wäre. Also wenn ein Spieler in der Mannschaft ist, der den Vertrag nicht verlängern will, das ist im letzten Jahr, weiß ich nicht. Ja. Dann würde ich den aufstellen, wenn Not am Mann ist. Ansonsten würde ich den auf der Tribüne versauern lassen, Alter. Ja, was willst du mit dem? Der zeigt dir doch, dass er kein Interesse an dem Verein hat. Ja. Mystik, servus. Ja, ob der Nübel der neue Nachfolger wird, weiß ich auch nicht. Aber weiß ich nicht. Ich habe halt so eine persönliche Abneigung mit dem Nübel. Ich bin mit dem nicht warm. So, weißt du? Deswegen bin ich da nicht neutral genug wahrscheinlich. Also wenn man sieht, so vom Fußballerischen her und so 30 Meter vom Tor stehen, das ist ja schon auf neuer Niveau, das geht schon, ja. Glaubst du, dass Tar und Wert zu uns kommen? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sag mal so, wenn Musiala signalisiert, er will nicht verlängern, dann wird es wahrscheinlich zu uns kommen, ja, weil man dann Musiala abgeben wird. Ja, das ist ja auch eine wilde Theorie. Wasser wird den Ramal nicht lange halten können, allein schon wegen den Schulden, die abgebaut werden müssen. Aha. Und deswegen kauft Barca auch jedes Jahr noch für hunderte Millionen Spieler ein, oder? Seit 3 Jahren, wo schon Schulden abgebaut werden müssen. Ja. Wenn das so einfach wäre und so realistisch, dann würde ich dir natürlich zustimmen, ist aber völlig Tulux. Ja. Siehst du, was in Barca abgeht? Interessiert Barcelona das? Nee, die kaufen Jahr für mehrere 100 Millionen Spieler ein. Müssen dann immer irgendwas mauscheln, damit sie noch melden dürfen, wegen Gehalt und bla. Und dann muss der da mal offiziell auf Gehalt verzichten und kriegt das wahrscheinlich hintenrum. Und ach, ich möchte es gar nicht wissen, Alter. Ja. Hey, setz dich hin, Wichser! Ja, wir werden sehen beim Fonsi, wa? Wir werden sehen, mein Gott. Chris, guten Abend. Barcelona kann unsere Offensive nicht verteidigen, darum glaube ich, dass wir klar gewinnen werden. Okay. Keine Ahnung, ich habe von Barca nichts gesehen dieses Jahr. Kann da nichts zu sagen. Torki, wünsche dir auch einen schönen Abend. Josh macht gegen Barca ein Tor. Ich hatte eigentlich den Josh schon als ersten Torschützen gegen Stuttgart, aber hat er auch nicht gemacht. Weil er zu defensiv agiert hat. Frech, oder? Servus aus Passau. Servus, Harry. Nein. Kane ist auch keine Diskussion. Habe ich ja gerade schon gesagt. Seranto, moin. Vize Musiala wäre toll bei uns. Ja, werden wir doch sehen, ob das klappt. Neue Headline. Kane schießt zu viele Dreier. Man überlegt, ihn im Winter abzugeben. 100 Millionen Experiment gescheitert. Ja. Harry Kane als Stürmer einfach auch zu viele Vorlagen, oder? Ist doch abnormal. Welcher Neuner hat denn genauso viele Vorlagen, wie er Tore erzielt? Ist ja ekelhaft. Hä? Bah. Was willst du mit dem? Wir brauchen einen richtigen Knipser und keinen, der 7 Vorlagen macht als Mittelstürmer. In 7 Spielen ist ja wohl eine Frechheit. Also wirklich.
Wenn Hanse eine Graugans ist, ist Kompanie ein Weißkopf, Alter. Eieieiei. Ich sag nichts aus Karma-Gründen, weißt du? Ich will Mittwoch das Spiel gewinnen. Ah. Ja, im Armdrücken hätte Hansi wahrscheinlich keine Chance, aber fußballerisch werden wir es sehen, wa? Wurde Leimer überhaupt schon mal auf seiner starken Position im Mittelfeld eingesetzt? Nee. Und da Kompanie noch nicht. Jetzt gegen Stuttgart war es ja mehr rechtes Mittelfeld wie rechter Verteidiger irgendwie. Hat mir auch ganz gut gefallen, ne? Neuer könnte auch verlängern, ja, leider. Ich will mit dem King nix. Wie gesagt, ich habe das vor der Saison gesagt und da bleibe ich auch bei. Auch beim Gnabry. Die können von mir aus 20 Tore jetzt schießen. Die gehören verkauft. Wir brauchen frisches Blut. Sieht man doch bei Michael. Ja. Fertig. Bei mir ist es umgekehrt, finde ihn eigentlich sympathisch, aber ist für mich kein Torhüter auf Weltklasse-Niveau. Ja, Torhüter auf Weltklasse-Niveau ist ja auch nicht so einfach, oder? Wird meiner Meinung nach auch keiner werden. Ja, keine Ahnung. Kann Nübel auch schwer einschätzen. Aber wie gesagt, ich werde mit dem eh nicht warm. Sehr extrem viele Möglichkeiten für uns im Mittelfeld sind nur kleinere Spieler. Kopfball-Zweikämpfe müssen wir haben. Dann auf die zweiten Bälle. Die Viererkette bei Barca können wir mit Tempo auch sehr wehtun. Deren linke Seite wird Michael auch seine Freude haben. Jo, wir werden sehen, Chico, ne? Wegen mir? Wegen mir können wir in Hansi ein paar einschenken. Also ich habe da nichts gegen. Ja, aber ich denke, es wird ein interessantes Spiel werden, ja. Wie gesagt, ich freue mich halt mal zu sehen, wenn es denn so kommt, ja. Dass ein paar Linien wirklich dann so wie zweite Halbzeit gegen Stuttgart war es ja schon ansatzweise so, dass er dann wirklich so der defensive Mann ist. Und auch dann nicht so fremdkörperartig war wie in der ersten Halbzeit dann. Ne? Und ob ein Kimmich dann funktioniert auf der 8. Ja, bin gespannt. Sané und Coman, Gnabry eher sehr fraglich, was das Verlängern betrifft. Nur bei drastischen Gehaltseinbußen könnte man es bei Gnabry, Coman überlegen. Ja, bei allen kannst du es nur überlegen, ja. Also, wir müssen uns nicht vormachen, dass sie alle überbezahlt sind. Also, die verdienen ja alle das Gehalt, als wären sie noch in ihrer Blütezeit, was halt keiner von diesen dreien ist. So ehrlich muss man ja sein. Skandal! Das würde mich auch nicht wundern, nee. Wenn noch irgendwo eine Rate für ein Arturo übrig ist, ja. Wir kriegen ja auch immer noch eine Rate für Levi, ne? Läuft also bei Barca. Barca ist also wie die untere Mittelschicht. Wird alles auf Raten gekauft. Ne? Alles auf Raten für die nächsten 20 Jahre. Bause in Haus genannt. Mir geht's gut, ja. Mir geht's gut. Hoffe dir auch. Spanien, der Korruption ist da ja gang und gäbe. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ja, ich habe leider an den Knopf nicht gedacht, ne, in meinem Video. Hätte ich eigentlich direkt, hätte ich gar nicht selber aussprechen brauchen, hätte ich dem Ulle sagen lassen können. Ja. Zum Wolffuß. Ja, ach, weiß ich nicht, ob Levi uns da Probleme machen kann. Wenn Levi gut drauf ist, mit Sicherheit, aber wenn Upa und Minje auch gut drauf sind, können die ihn auch aber auch abschalten, ne? Und wie gesagt, vergessen Palinja halt nicht, ne? Ja, es wird auch mit Sicherheit den einen oder anderen Fan finden. Ich habe die Kommentare noch nicht gelesen. Vielleicht komme ich da ja gleich noch zu. Mal gucken, was hier so los ist. Da wirst du mit Sicherheit auch wieder welche haben. Ne? Weil haben wir ja gerade hier auch schon gehabt. Also Harry Kane trifft ja nicht in wichtigen Spielen. Also. Ne? Die Leute wirst du immer haben. Ne? Weil so ein 14-0 gegen Stuttgart, was dann so souverän in der zweiten Halbzeit war, das reicht ja nicht. Da muss man noch das Negative suchen halt. Adam, servus.
Endlich mal wieder geschafft, live dabei zu sein. Na ja, guck mal. Schon darüber gesprochen, dass Kane nur Glück bei den Toren hatte? Ja, na klar. Bei den Toten hatte. Wie, ist Harry Kane jetzt auch noch auf Dexter-Schiene unterwegs, oder was? Ei. Olli. Ja, haben wir schon besprochen. Wir haben schon gesagt, dass er als Mittelstürmer einfach zu viele Tore vorbereitet. Das geht ja nicht. Ja? Ist ja kein richtiger Knipser, wenn er so viele Tore vorbereitet. Mag die Spielanlage von Bayern, das ist Hurra-Fußball und das feiere ich. Dass man mit diesem Fußball am Ende wahrscheinlich keinen Titel gewinnt, spielt für mich keine Rolle. Aha. Ich wage mal zu behaupten, dass wir diese Saison auf jeden Fall einen Titel gewinnen. Als Kane zweite Halbzeit in der Mittellinie in Ronaldinho machte, dachte ich nur, wow. Ja, der ist einfach ein kompletter Fußballer. Ne? Das ist krank zu sagen, ne, als Mittelstürmer, aber er ist einfach ein kompletter Fußballer. Normalerweise, ich glaube, so ein Harry Kane könntest du halt, ja, wenn der Fußball nicht so schnell wäre, wie er heute ist, wäre so ein Harry Kane einer, der bis 40 spielt. Ne? Der dann alle 2 Jahre einfach eine Position weiter nach hinten geht. Ne? Dann ist er kein Mittelstürmer mehr, dann ist er der Zehner, dann macht er den Achter, dann macht er noch ein bisschen den Xabi Alonso auf der 6er-Position und zu guter Letzt steht er auf der Libero-Position mit 39 und macht dann noch die Schnacken. Ne? Ist halt schon wild, der Mann. Ich schätze Barcelona ein mit Pedri, Olmo, Jamal, Lewandowski. Könnte die Bayern Defensive vor Probleme stellen. Ich weiß nicht. Ich denke, ja, na klar. Brauchen wir ja nicht drüber reden, ja. Das ist. Ich denke, bei uns ist das immer so, wir schlagen uns eigentlich selber, oder? Ich denke, wenn Minjay und Uppa so spielen, wie sie jetzt gegen Stuttgart gespielt haben, ja, dann haben wir auf jeden Fall Chancen, ja. Wenn sie aber natürlich einen schlechten Tag haben, dann kann uns natürlich so eine Offensive und auch auseinandernehmen. Ja, da wollen wir nicht drüber reden. Ich muss sagen, ich verstehe das mit King und Gnabry, aber gerade bei King fällt es mir einfach schwer. Der ist schon so lange da und ich mag ihn eigentlich gern. Trotzdem macht es wahrscheinlich mehr Sinn, ihn abzugeben. Ja, weiß ich nicht. Wird ein King jetzt noch jünger, so, weißt du? Dasselbe mit Gnabry auch. Also die sind jetzt gerade eigentlich in den Jahren, wo man sagt, jetzt hast du deine 2, 3, aber sowas von Prime-Jahre, ja, und weiß ich nicht. Denke einfach, es wird Zeit für was Neues. Aber die können mich natürlich alle eines Besseren belehren. Bisher hat es ein King nicht getan, war. Ja, gehört dazu zum Fußball, ne? Mit Pavlo. Passiert halt. Klar, ist super schade, aber ja, mein Gott. Dann kriegen doch jetzt alle mal ihren Willen und wir sehen mal, was ein Palhinha wert ist oder nicht. Ne? So ist der Sport halt einfach. Pavlo wird noch genug gute Jahre haben bei uns, da bin ich mir sicher. Welchen Torwart willst du als Nummer 1 sehen bei uns? Daniel Peretz. Nee, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, dafür gucke ich zu wenig internationalen Fußball, um zu sagen, der und der Torwart ist jetzt der Burner. Ich glaube auch nicht an Nübel in München. Aber wenn man gehört hat, was Kompany gesagt hat, wird man ihm die Chance wahrscheinlich geben, sollte ein neuer aufhören ist, ja. Bass hat leider wieder die Grippe-Fallsucht Teritis erwischt. Schiri muss Top-Leistung bringen. Ja, da muss man ja sagen, in der Champions League ist das ja meistens so, ne? Also da bin ich eigentlich relaxed. Champions League ist ja meistens so, dass da so diese ganzen kleinen
Kackdinger wie in der Bundesliga nicht wirklich gepfiffen werden, ne? Serda möchte mindestens 18 Millionen im Jahr und dann verlängern. Ja, alles gut. Wenn er die Leistung dafür bringt, ist das doch auch völlig fein. Ja, Baumann ist auch so eine komische Nummer, oder? Weiß ich nicht. Ja, gegen uns hat er immer Top-Spiele gemacht. Gar keine Frage, ja, weil wir die Torhüter ja auch immer alle warm geschossen haben. Aber er hat auch immer mal wieder den Knaller drin, ne? Ja, den Trapp hätte ich vor ein paar Jahren bei uns gesehen, ja. Hey, Diskussion, ja, die ist so verpasst, ja. Über 20 Millionen, Levi seitens Barca an uns. Frechheit, dass dies möglich. Und Köln sperrt man direkt bei einem Verstoß bezüglich Jugendspieler. Wo ist da Verhältnismäßigkeit oder sollte man sagen Korruption? Weiß ich nicht. Bin ich nicht drin. Ich glaube, erstmal kann man das nicht vergleichen. Bei Jugendspielern ist das Ganze ein bisschen wilder geregelt. Ja, da achtet man mehr drauf. Keine Ahnung. Das eine sind halt FIFA-Statuten, das andere sind Ligen, wo die Vereine spielen, Statuten. Kannst du halt nicht wirklich vergleichen. Ne? Ja, dann hat Barca doch jetzt den Härtetest, wenn sie noch nicht wirklich einen hatten. Wann hatte Sané eigentlich mal eine Saison, bei der er Weltklasse war? Ja, nie. Nie. Also nicht durchgehend, ne? Mal eine gute Halbserie oder mal ein gutes Drittel. Mit Sicherheit, ja, aber mehr nie. Ja, beim VfL ist genau das los, was ich leider tippen musste. Der VfL wird wohl sang- und klanglos absteigen. Was aber leider auch hausgemacht ist, muss man sagen. Und 10-mal spielen gewinnen wir das 10. Mal. Eieiei. Ich erwarte auch 3 Punkte gegen PSG, ja. Das weiß ich nicht, ob man mit dem Sané verlängern will. Im Moment denke ich eher nicht. Warum sollte man im Moment mit dem Sané verlängern wollen? Als 20 Millionen Gehalt für die Ersatzbank, oder was? Lieber spielt doch im Moment keine Rolle. Und wo soll er auch im Moment spielen? Wie ist deine Meinung dazu, dass Vinny Junior den Ballon d'Or gewinnen wird? Ganz ehrlich, den Preis nehme ich nicht mehr ernst, seitdem Franck Ribéry den damals nicht gewonnen hat. Also, wer irgendwas auf diesen Titel gibt, ja, der hat leider, an dem ist auch einiges vorbeigegangen. Also dieser Titel ist rein sportpolitisch. Nichts anderes ist dieser Titel. Ja, der hat weder irgendwas mit Würdigung sonst was zu tun. Also das ist seit Jahren eine Katastrophe, was da gewählt wird. Ja, sorry. Also es ist eine Katastrophe. Schöner neuer Hintergrund. Das ist kein neuer Hintergrund. Das ist das Live-Bild aus der Allianz Arena. Ja, na klar, hat Elber und Roy so Neuner nicht gesehen. Ja, wie gesagt, über ein Heavy brauchen wir nicht diskutieren. Aber das sind halt so Leute, die halt nur... Aber selbst wenn das so Leute sind, ne, das ist ja das Paradoxe an dieser Geschichte, ne? Selbst wenn das Leute sind, also erstmal sind das ja Leute, die irgendwie den Kane gerade kritisieren, die das ja nicht sehen. Die sehen ja nicht, was er für die Mannschaft sonst leistet, ja. Die sehen also nur den Stürmer Harry Kane. Und dann denken die sich, boah, das ist ja ein Stürmer.
Und der hat in 7 Spielen jetzt nur 8 Tore geschossen. Das ist schon schlecht. Weißt du? Aber weil das ja dann nicht geht, ne, das geht ja dann nicht, das zu sagen. Dann sagt man, ja, also, der Harry Kane, ne, der ist ja schlecht, weil er in den wichtigen Spielen keine Tore schießt. Merkst du? Fällt's aus allen Wolken, oder? Fällt's aus allen Wolken. Ach, herrlich, ey. Super. Finde ich einfach grandios, Alter. Finde ich grandios. Und dann natürlich, ja, kann ich auch belegen, ne? Kann ich natürlich belegen. Weil gegen Aston Villa, ne? War ja dann wahrscheinlich ein wichtiges Spiel aus denen. Sie hatte ja kein Tor geschossen. Versteht ihr? Lächerlich, Alter. Weil Stuttgart ist ja auch kein wichtiges Spiel gewesen, oder? Wo er dann 3 macht. Also. Habe ich es nochmal zusammengefasst, für die später gekommen sind. Ach, herrlich. Ah. Ja, CC, du bist genau dieser Typ. Gönn dir deine Meinung, Alter. Ja. Habe ich ja gerade gesagt, 8 Tore in 7 Spielen ist auch einfach schlecht. Ne? Da muss man mal ganz klar sagen, da kann man auch, weil das aus England kommt, kann man mal kritisieren, dass Harry Kane hätte auf jeden Fall 3 Tore mehr schießen müssen. Ne? Weil ist einfach schlecht, Leute. Ne? Und nochmal, dass er als Mittelstürmer sich rausnimmt, 7 Tore in 7 Spielen vorzubereiten. Ist ja wohl eine Frechheit, oder? Junge, Alter. Könnt ihr gerne woanders diskutieren gehen. Seid ihr bei mir an der verkehrten Adresse, Alter. Sorry. Boss in der Haus, vielen lieben Dank für dein Premi. Im 2. Monat. Ja, aber da müsste man die ja mal ein bisschen aufbauen in Saragossa und in Iracunda, wa? Ich meine, Saragossa spielt ja gerade, Iracunda müsste man dann vielleicht ab und wann mal hochziehen und ab und wann dann auch mal Einsätze geben, ne? Um überhaupt zu sehen, ist das möglich. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, so Iracunda spielt in der 2. Mannschaft, in der 4. Liga und dann verkaufen wir nächste Saison King, Gnabry und Sané und sagen, ja komm hier Iracunda und Paul Wanner, ihr macht das jetzt. So, kannst halt auch nicht so bringen, ne? Aber natürlich wäre das möglich, das anzugehen, ne? In dem lieben CC, wenn der Begriff Pfeifen für dich eine Beleidigung ist, dann solltest du einfach mal den Stock aus dem Arsch ziehen. Na, dann soll es auch hier einfach gehen. Punkt. Also. Dann soll es, was ist das denn dann für dich? Nee, dann bist du hier falsch, dann geh einfach, ja. Nicht darüber echauffierst, aber da hast du im Internet auch nichts zu suchen in der heutigen Zeit. Also dann bist du einfach jemand, der trollen will und das kannst du woanders tun. Tschüssi. Wie gesagt, alleine deine Aussage war schon von Dummheit nicht zu überbieten, Alter. Da kannst du dich nur drüber lustig machen. Ja? Guck dir die Statistiken an von Heavy, brauchen wir nicht weiterreden. Feierabend. Wenn du dann als Pfeife betitelt wirst, Alter, dann musst du dich nicht wundern. Ganz einfache Kiste. Nübel ist doch bis 96 Stuttgart verliehen. Heißt das nicht, dass Neuer noch bis 96 spielen möchte? Der Manu möchte wahrscheinlich bis 2040 spielen. Aber nur weil er das möchte, heißt das ja nicht, dass es so passiert, wa? Wenn alles Anti-Nübel ist, so wie Korn Neuer, dann würde ich lachen, wenn der ähnliche Entwicklung nimmt. Wer weiß, aber er ist halt auch keine 23 mehr, wa? Ja, eben, genau. Willst du mit 29 bis 30 will er dann noch eine Ära prägen bei uns, oder was? Weiß ich nicht. Wenn man schlau ist, wie gesagt, du hast einen Peretz, da musst du dir vielleicht noch mal 1, 2 Torhüter dazu holen, ja? Und dann musst du halt einfach mal, wenn der Neuer wirklich noch ein Jahr weitermachen sollte, dann musst du den Torwart halt ranführen. Ja? Für das neue Erbe und gut. Oder du musst halt sagen, nächstes Jahr Neuer ist weg und du musst halt den Geldkoffer aufmachen, dann kannst du dir keinen Wirtz leisten, dann musst du dir halt einen Torwart leisten. Ja. Das sind die Möglichkeiten, die du hast.
Barca will zwar in Deutschland nicht mehr existieren, das ist richtig, ja. Dax, wo werden denn Kommentare mit abweichender Meinung oder Einschätzung gelöscht? Selbst wenn das so ist. Ja, ich möchte gerne wissen, wo. Nee, selbst wenn das so ist, wen interessiert? Das ist mein Kanal und wenn ich meine, du schreibst dumme Scheiße und ich lösche deinen Kommentar, dann ist das so. Ja. Du hast kein Recht darauf, dass hier deine Kommentare stehen. Alter. Das ist mein Kanal, nicht dein Kanal. Dann mach selber einen Kanal, dann kannst du das machen. Ja. Das ist mir völlig scheißegal, Alter. Und wenn du das immer noch nicht gerafft hast, wie ich das schon 100-mal erzählt habe, dass bei YouTube gewisse Kommentare einfach automatisch ausgeblendet werden, manche gar nicht da sind. Boah, wisst ihr, ist auch nichts, was mich interessiert. Dafür sind wir im Livestream, hier kannst du deine Meinung sagen, die steht ja hier. Und wenn deine Meinung hier auch dumme Scheiße ist, dann bist du hier auch ausgeblendet und gut. Ja. So. Und wenn du dich dann diskriminiert fühlst, ausgeschlossen fühlst, sonst was, ja, dann ist mir das persönlich scheißegal. Ja? Weil du mir scheißegal bist, weil ich dich noch niemals kenne, Alter. Du bist für mich ein Name mit ein paar Zeichen hier. So. Ist mir egal. Ja? Das ist eine Diktatur hier und keine, ich muss jeden Scheiß, den ihr schreibt, drauf eingehen, muss das stehen lassen oder sonst was. Wenn mir das nicht gefällt, und ich das lösche, dann lösche ich das. Ja? Du hast kein Recht darauf, dass das nicht so ist. Ganz einfache Kiste. Da brauchen wir auch nicht diskutieren. Da kannst du dich echauffieren, da kannst du... Junge, wild. Und das in der heutigen Zeit schreibt man das in einen YouTube-Chat, oder was? Eieiei. Wild. Eieiei. Und wenn dem so wäre, dass jeder negative Kommentar gelöscht werden würde unter meinen Videos, ja, dann wäre das so. Was willst du dann machen? Ja? Kannst ja gerne mal durchlesen, ob dem so ist. In Deutschland laufen da auch wilde Sachen. S04 hatte 165 Millionen Schulden. Nee, Verbindlichkeiten, wa? Und wie das bei Schalke genau ist, keine Ahnung. Da blickt ja auch keiner durch. Oder ich zumindest nicht als Außenstehender, sagen wir es mal so. Ja, da sagt ja auch keiner was gegen, dass Ratenzahlungen nicht gang und gäbe sind. Kann ja auch jeder machen, wie er mag, ne? Wie gesagt, Barca hat da auch 50% ihrer kommenden Einnahmen für die nächsten 20 Jahre schon veräußert. Fernsehgeldertechnisch. Also. Ja, nur dass sie noch weiter existieren können. Also das muss ja jeder Verein für sich selber wissen, ne? Ja, wegen mir kann man Sani auch abgeben. Brauchen wir nicht drüber reden. Nur der VfB, ja. Jedem das eine, ne? Von Alteingesessenen sollte man mit Ausnahme von Kimmich mit keinem verlängern, oder? Es kommt darauf an, wen du als Alteingesessene meinst. Wenn du da mit Müller, Neuer, Goretzka, Gnabry, Coman, Sané meinst, gehe ich mit, ja. Ja, wegen diesen komischen Ballontitel da oder Europas Fußballer des Jahres, Weltfußballer des Jahres und die ganze Mist. Aber das ist eh alles. Da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Also warum der Titel jahrelang nur an Messi und Ronaldo ging, ist halt eine Farce. So, das muss man einfach mal sagen. Dass natürlich beides Ausnahmefußballer sind, steht außer Frage. Ja? Aber die haben die ja teilweise gekriegt, obwohl sie eine super Grottensaison hatten, keine Titel gewonnen haben, nichts. Ja? Und andere Spieler
ein Triple gewonnen haben und die Saison ihres Lebens hatten und es hat einfach keine Sau interessiert. Ja. Von daher kann ich, das noch niemals nur auf dem FC Bayern bezogen, aber von daher kann ich diese Titel nicht mehr ernst nehmen. Ja. Deswegen interessieren die mich auch nicht. Und jeder andere Spieler tut da auch gut dran, das genauso zu sehen. Ja, da nicht zu viel reinzugeben, aber das wird natürlich alles so in den Himmel gehoben, bla, Sülz, als wäre das so ein wichtiger Faktor. Ja. Frag mal Harry Kane, wie er das sieht. Harry Kane spielt spätestens in 3 Jahren, spielt der IV, ja. Mit dem Eric Dyer zusammen. Ist dann das langsamste IV-Duo der Welt, aber stellungsmäßig läuft das. Ich wünsche mir so sehr, dass wir mal 4-3-3 spielen. Da würden wir halt unsere besten Spieler auf den Platz bekommen. Ich wünsche mir eigentlich mal, dass wir hinten mit einer Dreierkette spielen. Das wünsche ich mir. Gerne ein 3-5-2. Das würde ich mir mal wünschen. Ich glaube aber aktuell braucht man keinen weiteren Außenstürmer. Ja, du kannst ja auch keinen weiteren verpflichten. Wo willst du das Geld noch hernehmen? Ja? Und allein die Gehaltskosten halt. Du musst ja erstmal durch da was auf der Bank sitzt. Also sitzen Sané und Koman auf der Bank. Als Außenstürmer. Ja. Was willst du da verpflichten? Ne? Das war ja auch das Problem, warum wir Doué nicht mehr verpflichtet haben. Ja, das war das ganze Problem. Wenn da einer von gegangen wäre, dann hätten wir auch noch einen verpflichtet für außen. 100 Pro. Nexos, moin. Was geht ab? Wie geht's euch so? Mir geht's super. Was abgeht? Ja, das übliche dumme Bayern-Gelaber halt. Es ist halt schwierig, die Situation einzuschätzen, weil die beiden Torwartfrage nicht transparent für uns Fans kommunizieren werden. Hoffe, man versteht meine Logik. Ja, na klar versteht man die und natürlich werden sie das nicht tun. Aber man hätte ja zum Beispiel, wenn man irgendwie mal gesagt hätte, komm, DFB-Pokal darf der Peretz mal ran, dann hätte man ja schon ein bisschen was sehen können. Also so sieht es ja aktuell aus, dass man auf jeden Fall auch nächstes Jahr noch auf den Manu baut. Ja, Fideas ist halt so. Mit Nübel ist man in einer komfortablen Situation, aber besteht aktuell keine Panik. Das ist richtig, ja. Meinst du, Not stellst du den halt erstmal dann ins Tor rein, wa? Also ist ja jetzt keine Vollpfeife, ne? Ja, mal kurz ein bisschen warm gelaufen, mal gleich wieder abgekühlt, ne? Weil solche Leute kannst du ja nicht ernst nehmen. Ja, genau, machen wir Shuffle an. Der ist gut. Für mich gehört Kane auf die Tribüne, dann kann er sich mal Gedanken darüber machen, in jedem zweiten Spiel den Spielball mit nach Hause zu nehmen. Unverschämt sowas. Der kriegt Millionen und klaut Bälle. Frech, oder? Und ich würde fast wetten, dass der Harry Kane noch ein Huni liegen lässt für den Ball. Einfach Diktator. Ja, auf meinem Kanal bin ich der Diktator, Alter. Da gibt es keine Demokratie. Das ist leider so. Progressive Grüße, genau, progressive Grüße. Wer Fußball liebt, muss harte Aussagen akzeptieren. Ja, das heißt harte Aussage. Es ging um das Wort Pfeife, Alter. Oder Pfeifen, oder ist das eine harte Aussage? Weiß ich nicht. Dann ist man aber generell im Internet heutzutage falsch, ne? Ob das eine harte Aussage ist, müssen wir Ulle mal fragen. Der Ulle sagt sowas. Hey, setz dich hin, Wichser! Der Ulle einfach, ey. Ulle für Deutschland, ey. Ah, herrlich.
Ja, komm Leute, ich reiße mich ja auch schon zusammen in großen Teilen, ne? Aber wir können ja nicht anfangen jetzt irgendwie beim Fußball auch noch anfangen, Blatt vor den Mund zu nehmen. Also. Aber da bin ich auch nicht der Typ für. Wenn ich eine Meinung doof finde oder meine, der ist hohl, ja, dann sag ich das. Ja, genauso muss ich mir das in meinen eigenen Kommentaren anhören, dass Leute das über mich sagen, was völlig fein ist, ne? Können die alle rauslassen, alles ist gut. Aber dann müssen sie sich halt nicht wundern, wenn die Kommentare nicht zu sehen sind, ne? Also. Bums. Ist das Ferrari-Pferd auf deinem Becher? Nein, Kollege, Ferrari-Pferd. Kennst du Herr der Ringe? Das ist das Pferd vom tänzelnden Pony. Ferrari. Ich fahre Mini Cooper. Ferrari-Pferd. Nee, da müsste der FC Bayern hier mal den Kanal sponsern. Dann wird es vielleicht mal für ein Ferrari-Pferd reichen, ey. Ich denke, dass Hansi, das ist ja meine Hoffnung, ne? Das ist ja meine Hoffnung, dass Hansi echt so an D-Way auf jeden Fall dran ist. Vielleicht funktioniert der auch unter Hansi. Ich würde es ihm gönnen, alles gut. Ich hoffe, dass er da dran ist. Weil Barca wird ja nicht das Problem haben und sagen, komm, D-Way, kein Thema. Du kriegst 11 Millionen offiziell, kriegst 11 hintenrum, hast du deine 22, hast du 2 mehr wie in München und dann wird er den Vertrag nicht verlängern in München. Und dann ist doch alles gut. Ne? Haben wir doch alle kein Problem mit, oder? Hast du die letzte Tagaktion in Leverkusen gegen Frankfurt gesehen? Die habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nichts zu gelesen. Ich habe nur irgendwas gelesen wegen irgendeinem Elfmeter oder sowas. Keine Ahnung. Nee, mich interessieren die anderen Spiele nicht. Habe ich auch gar keine Zeit für. Das ist so das Problemchen. Aber über den Fahr kennt ihr meine Meinung, oder? So wie der aktuell ist, ist es Schwachsinn halt. Der Ballon ist eine Witzveranstaltung, ja. Wo nicht der Beste gewählt wird, sondern wer hat die meisten Freunde, die für einen abstimmen. Ja, das sag ich, also. Weiß ich auch nicht. Die größte Verarsche bei diesen Preisverleihungen war, als unser Hansi als zweiter Trainer jemals das Sechstubel gewonnen hat und The Dosen One mit dem Premier League Titel den FIFA The Best Trainer gewonnen hat. Soll man dazu sagen, oder? Wieso kommt das Thema Dresden nicht auf den Tisch? Welches Thema soll denn da auf den Tisch kommen? Ja, ist ja auch okay. Ich weiß nicht, ob das nur ein paar ausgewählte Journalisten sind. Ist mir auch völlig Wurst. Ja. Aber das ist trotzdem alles politisch, diese Wahl. Ja. Sorry. Das ist dasselbe wie eine WM-Vergabe, eine EM-Vergabe. Das ist auch alles Moneymaker. Ja, wer am meisten zahlt, bekommt das. So. Warte ich mal, wie das bei so einem Ballontitel ist. Ja, aber wer sagt denn, dass wir mit 2 Sechsern spielen müssen beim 3-5-2? Du kannst doch beim 3-5-2 auch mit einem Sechser und 2 Achtern spielen. Oder 2 Zehnern. Ja, wir haben auf jeden Fall teilweise bitte. Gut, im Aufbau spielen wir ja eh schon lange Dreierkette. Unterm Vini, ja. Ob es mal ein Guerrero war, das war zwar seltener, ob es mal ein Kimmich war, selbst ein Fonzie Davis jetzt gegen Stuttgart, ja, ob es ein Palinja war, aber im Aufbau spielen wir ja schon lange Dreierkette. Das haben wir aber auch schon unterm Nagelsmann teilweise getan, selbst unterm Tuchel teilweise, ja. Das tun wir ja schon lange. Hast heute richtig viel Scheiß auf Arbeit erlebt. Danke für die Ablenkung. Ja, sehr gerne. Und tut mir leid für dich, ne? Manchmal hat man einfach scheiß Tage auf Arbeit, ne? Tippfuchs, guten Abend. Na. Der Christi soll nicht verlängert werden.
Glaube ich, dass Neuer seine Karriere beendet, wenn ins Champions League-Finale kommen sollten? Nee. Ich weiß nicht. Ich finde Neuer und Müller ist... Der eine oder andere hätte sich einfach mal einen Philipp Lahm, glaube ich, ein Beispiel nehmen sollen. So auf dem Höhepunkt seines Schaffens vielleicht die Karriere zu beenden. Ja, natürlich wäre es jetzt ein super Zeitpunkt für beide, wenn das wirklich klappen sollte, gar keine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja aktuell sehr, sehr gering. Ja, wir müssen jetzt nicht davon träumen, dass wir ins Champions League-Finale kommen. Klar, ja, möglich ist immer alles, keine Frage. Weiß ich nicht. Aber das kann ja nach der letzten Saison oder nach den letzten 1,5 Jahren kann das ja nicht wirklich realistisch eingeschätzt worden sein, von Manuel Neuer und Thomas Müller zu sagen, ja, aufgrund dieser Leistung, aufgrund dieses Kaders, machen wir bis dahin weiter, weil wir reelle Chancen haben, ins Champions League-Finale zu kommen. Ja, das kann man jetzt vielleicht sagen, wenn man die Entwicklung sieht und die Entwicklung unter Kompanie so weitergehen sollte, was man nicht weiß, kann man natürlich sagen, klar haben wir Chancen darauf, ja. Aber das kann ja nicht deren Antrieb gewesen sein, den Vertrag zu verlängern. Also, der Antrieb war halt, gib mir nochmal 20 Millionen plus, Alter. Nichts anderes. Na, sonst hätten sie das auch für die Hälfte des Geldes getan. Und hätten dann gesagt, pass mal auf, ich würde gerne mit dem Finale da home und vielleicht den Titel gewinnen. Aufhören. Dafür, lieber FC Bayern, komm, gebt mir ein Viertel meines Gehaltes, dann könnt ihr noch 2 Topstars dazu verpflichten, dann habt ihr Gehalt frei, um das zu schaffen. So. Gab es auch nur ansatzweise in diese Richtung irgendwas? Nein. Also, meh. Aber wie gesagt, Fußballromantik haben wir bei Klopp gesehen, gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr, oder? Punkt. Da ist aber Glück, Kai, dass der George W. nicht mehr im Amt ist. Er hatte ein Faible für Diktatoren. Ja, die Politik brauchen wir jetzt nicht abdriften, Chico. Dann kannst du Abonnententreffen in der Sponsoren-Lounge machen. Würde ich machen, ja. Wie will Barca den bezahlen? Ja, wie will Barca denn die Spieler bezahlen, die sie gerade haben? Barca findet immer Mittel und Wege. Als wir es wirklich schaffen sollten, das Finale da home, gehe ich davon aus, dass Müller und Neuer beide zurücktreten werden. Besser geht es dann auch nicht mehr. Ich gehe da noch nicht von aus. Bei Müller vielleicht, ja. Beim Neuer glaube ich nicht. Ich wette um ein Geschenkabo nächsten Stream, dass Leroy Mittwoch starten wird. Er ist prädestiniert für das Spiel gegen Barca. Ja, da ich ja da nicht so viel zu verlieren habe, halte ich die Wette, Chico, und ich sage, nee. Er wird nicht starten. Es wird Odyssee starten und Gnabry. Das heißt, wenn ich recht habe, verschenke ich selber ein Abo. Dann zahle ich ja nur die Hälfte. Was soll Hansi mit Sané? Ja, keine Ahnung, der wollte den unbedingt haben eigentlich. Ist mir doch egal, was er damit will. Hauptsache, er will ihn gerne haben und er ist weg. Na, defensiv hat Gnabry auch einen guten Job gemacht am Wochenende. Die Frage ist, das ist ähnlich wie bei Leroy unter Tuchel. So. Wenn diese Offensiven auf einmal defensiv arbeiten und dann haben sie keine Power mehr, offensiv was zu leisten, dann wird es halt schwierig. Ja? Bei Dresden interessiert mich nur, wer das Veröffentlichen jetzt forciert hat. Derjenige sollte definitiv nicht CEO werden. Keine Ahnung, ich bin da auch nicht im Thema. Ich habe da nur diesen komischen Artikel da gelesen, was weiß ich. Er soll eine Zeitung geworfen haben oder was? Was weiß ich. Keine Ahnung. Kriegst ja das Fenster offen, da gab es eine starke Böe und hat die Zeitung ins Gesicht der Mitarbeiter verlassen. Ja, gehört sich natürlich nicht sowas, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ob er dann tragbar ist, ob er irgendwie ein Verlust wäre als CEO, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Also,
Ich glaube nicht, dass ein Chrissy jetzt ausschlaggebend ist für den Erfolg, der gerade da ist. Ja. Nichts gegen ihn jetzt, aber was hat er als CEO für einen Einfluss aufs tägliche Geschäft? Ja. Weiß ich nicht. Kannst du auch jeden anderen hinsetzen wahrscheinlich. Wenn es nicht gerade Oliver Kahn ist, der meint, er muss alles irgendwie da steuern und beeinflussen oder was weiß ich. Aber wenn dem so ist, warum hat man ihn dann überhaupt dahin gesetzt? Das scheint ja schon länger her gewesen zu sein, oder? Müsste man ja erstmal das hinterfragen, weil das wird man ja dann gewusst haben. Ja. Also, keine Ahnung. Müsste er vielleicht mal was zu sagen. Der Isolierer, moin. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, dass unsere Mannschaft und eine Kompanie wieder eine Einheit ist. Und das ist auch schön zu sehen. Ja. Ich sehe auf jeden Fall eine Chance für einen Tell. Die Frage ist, ob man das halt macht oder nicht. Ja, also man kann ja auch in Heavy Kane mal, wenn wir alle 3 Tage spielen, auch mal ein Spiel sagen, komm Heavy, alles gut, du hast 2 Hütten gemacht, 60. gehst du raus und man stellt einen Tell vorne rein. Ja. Genauso wie man jetzt Müller da spielen lässt anstatt einen Tell, weiß ich nicht. Schwierig, auf Außen hat er ja anscheinend aktuell keine Chance. Ja, sieht man ja, wenn selbst jetzt noch ein Sané vor ihm ist und ein King und entweder wird das jetzt forciert, dass er vielleicht mal so ein paar Minuten kriegt vom Harry Kane oder ja, ansonsten wird wahrscheinlich eine Leihe mehr Sinn machen, weil er braucht auf jeden Fall Spielpraxis. Ja. Habe ich ja schon gesagt, ansonsten müsste man vielleicht auch mal darüber nachdenken, ihn einfach in die zweite zu stecken, dass er mal Spielpraxis kriegt, war mit einer Mannschaft zusammen. Also. Klar ist dann nur 4. Liga, aber ist immer noch besser wie gar keine Spielpraxis, die er aktuell hat. Ne? Schwierig. Dreierkette mit Ito oder Stanisic, mit beiden, ne? Also ich sehe Stani als rechten Part in der Dreierkette und Ito als linken. Und in der Zentrale kannst du dann Upa oder Minjay stellen, ne? Oder auch in Elbek Dyer meinetwegen, keine Ahnung. Also ich glaube, Stani und Ito sind prädestiniert für die Außenposition in der Dreierkette. Ne? Beide können einen Innenverteidiger spielen und beide spielen Außenverteidiger. Also. Da hätte es auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Aber man kann sich ja auch, stellt euch vor, Minjay und Upa performen jetzt wie gegen Stuttgart und du hast dann noch einen Ito und einen Stani mit in der Viererkette. Ja? Stellt euch mal die Defensive vor. Da kann ja auch immer einer von diesen 4 mit aufrücken und seinen Offensivdrang ausleben und du hast hinten immer noch eine stabile Dreierkette stehen. Das wäre doch ein Traum. Ja? Ja, Luca sehe ich ja genauso mit dem Tell, ja. Ja. Müller wird Sommer 25 aufhören. Wir werden sehen, ey. Wenn er schlau ist, ja. Weil es kann ja nicht Müllers Anspruch sein, ich spiele, wenn Musiala verletzt ist. Und ansonsten spiele ich jedes zweite Spiel 15 Minuten. Das kann ja nicht, weiß ich nicht. Ne? Das ist der Anspruch eines Thomas Müllers? Schwierig. Nein, träumen sollte man sich auch nicht verbieten lassen. Ja, ich sehe das mit Neuer ähnlich. Ja, das ist halt schwierig. Wie gesagt, ich würde es ja fühlen, wenn so ein Neuer halt echt sagen würde, komm, ich mache noch mal ein Jahr. Und wir werden in diesem Jahr halt den Nachfolger entwickeln. Ja, das würde ich halt fühlen, ja. Weiß ich aber nicht, ob er da der Typ für ist. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, wenigstens ein zweites Mikro wäre schon geil, ne? So eins für die linke Seite, eins für die rechte Seite. Dann müssten wir zwischendurch nicht 30 Sekunden warten. Herrlich. Aber sei mal ehrlich, würdest du auf einen Teil deines Gehalts verzichten? Ganz ehrlich,
Machen wir mal Butter bei den Fische. Wenn ich 20 Millionen verdienen würde, ja. Ja, ich verdiene keine 20 Millionen, ich verdiene einen Bruchteil davon. Wenn ich auf die Hälfte meines Gehalts verzichten würde, würde ich sterben, weil ich mir kein Essen mehr leisten könnte, kein Auto und keine Wohnung. Ja, das ist der kleine, aber feine Unterschied. Selbst wenn du einen Lebensstandard hast, der dermaßen übertrieben und prunkvoll ist, solltest du mit 10 verkackten Millionen auskommen, Alter. Also diese Vergleiche sind halt sowas von lächerlich. Sorry. Du kannst doch nicht jemanden vergleichen, der 3.500 Euro brutto hat und zu sagen, ja ganz ehrlich, würdest du auf die Hälfte deines Gehaltes verzichten mit jemandem, der 20 Millionen bekommt? Junge, was ist denn los in euren Köpfen? Alter. You know? Ist nur ein kleiner Unterschied, wa? Ein ganz kleiner Unterschied ist das nur. Und ja, das kannst du mir glauben oder nicht. Wenn ich so viel Geld hätte, würde ich darauf verzichten, wenn es zum Wohle von anderen wäre. Selbst wenn ich 20 Millionen in meinem Scheißleben verdienen würde als Fußballer, ja, würde ich locker die Hälfte davon an Leuten spenden, die es gebrauchen würden. Ja, so ein Mensch wäre ich, wa? Kannst du mir glauben oder nicht, ist mir scheißegal. Weil Geld hat für mich nicht diesen Stellenwert, wie er für viele andere Millionäre hat. Ja? Geld hat für mich keinen Stellenwert. Ich arbeite, um zu leben und nicht andersrum. Ja. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, wo du mit ganz, ganz wenig Geld so viel Gutes tun könntest. Ja? Nicht nur auf Menschen, auch auf Tiere bezogen. Alter, hör mir auf. Nee. Auf die Umwelt bezogen. Junge, und das sind alles Menschen, die 17, 18, 19, 20 Millionen jedes Jahr kriegen. Jedes verkackte Jahr. Na. Da, 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 da. Wenn Sané wieder über seine beiden Füße stolpert, spielt er. Die Wette kannst du ja zu 99% nicht verlieren. Aber Davis war doch gegen Stuttgart motiviert. Ja? Das kann man ihn ja jetzt nicht absprechen. Hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht. Naja, viel Lärm um nichts würde ich jetzt nicht sagen beim Dresden, wa? Was wird natürlich wahrscheinlich alles wieder heißer gekocht, wie es ist. Simon, servus. Da, 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 da. Ja, das ist auch das Problem, wo Davis auch seine Schwächen hat, ne? Wenn er einen technisch starken Gegenspieler hat, sieht ein Fonsi immer schwach aus. Denn The Reaper, servus. Olli setzt den K.O. Olli macht einen Mike Tyson, Alter, und beißt erstmal das Ohrläppchen ab. Daher wird kein Spieler unter Kompanie. Nee, das glaube ich auch nicht mehr. Müller macht ab 2025 den Dresden. Ja, das wäre halt auch der verkehrte Move. Den Dünnpfiff habe ich natürlich auch gelesen. Ist ja völliger Schwachsinn, Alter. Man sollte mal ein bisschen aus der Olli-Geschichte lernen. Also. Wir müssen mal wegkommen davon, nur weil Thomas Müller jetzt ein verdienter Spieler und ja, das Gesicht des FC Bayern über Jahre, eigene Jugendblasels, kannst du nicht einfach sagen, ach ja, alles klar, Thomas, komm, ich nehme dich, ich setze dich, du bist jetzt der CEO dieses Vereins. Alter. Was ist denn mal mit Qualifikation und so? Ja. Also nur weil er Fußballer ist, ist er CEO-fähig, oder was? Also wie viele Fußballer, nichts gegen Thomas Müller, das weiß ich nicht, aber wie viele Fußballer haben denn nur Strom hier, Alter?
Guck ich mal einen Thorsten Legert im Dschungelcamp an. Also, Leute. Immer mal ruhig, ey. Kannst ihn ja gerne da als Maskottchen hinsetzen, aber alles andere muss man doch erstmal sehen, ey. Gigi, servus. Jedes Mal riesen Spaß mit dir hier. Bringst immer gute Laune, das ist schön. Ach, der Ambu gibt's auch noch. Was ist los in Krisenbayern? Ambu, ich habe extra das Thema Tuchel aufgehoben. Ich habe schon 3-4 Mal gelesen. Ich habe mir gedacht, komm, ich warte, bis der Ambu da ist, dann können wir mal reingehen in die Tuchel-Thematik. Ich glaube auch, dass ein Palhinha mit Pavlovic das beste Mittelfeld wäre, ja. Aber es heißt ja nicht, dass ein Kimmich nicht als rechter Verteidiger spielen könnte und trotzdem den Einfluss auf das Spiel haben könnte, den er gerade auch hat. Ach, guck mal, schreibst du ja sogar auch. Kimmich dann auf FV. Vini hat auf jeden Fall, ja, viele Spieler besser gemacht bisher schon, ja. Sehe ich auch so. Ja, die voraussichtliche Aufstellung wird so sein, wie die Aufstellung, die letzten Spiele war, außer dass jetzt ein Palhinha für den Pavlovic spielen werden. Welchen Grund gibt es denn da gerade auch was zu ändern? Ja. Und wenn Musiala noch nicht 100% fit ist, wird er auch nicht spielen. Ja, ist halt auch so, ne? Man kann das schwer vergleichen. Also. Vergleich mal ein Gehalt von 20 Millionen mit einem Gehalt von 3,5, ey. Müller als Vorstand wäre so, als hätte man Sepp Meier oder Gerd Müller zu Vorständen gemacht. Das heißt ja nicht, dass Müller das nicht kann, wa? Das möchte ich ja gar nicht sagen. Aber man muss das natürlich erstmal beurteilen können. Also, weiß ich nicht. Verstehe mal diese Forderung nicht. Das war genauso wie diese Forderung, ja, Ribéry als Trainer des FC Bayern zusammen mit Arjen Robben. What the fuck? Vor der Saison. Ja, warum? Welche Qualifikation? Hä? Ja, können ja den Teamchef machen und sich einen Trainer mit einer Lizenz dazu holen. Hä? Was? Es ist nicht jeder ein Uli Hoeneß oder ein Karl-Heinz Rummenigge, ja? Und Karl-Heinz Rummenigge war auch nicht, ja, ja, Leute, ich habe jetzt meine Karriere beendet, morgen komme ich hier hin und werde der CEO, ne? Und bring den Verein in die Fahrwässer, wo er dann jetzt gerade ist, oder was? Wie soll das funktionieren, Leute? Ist doch völlig fein, dass ein Thomas Müller vielleicht in diese Rolle kommen würde, ja, wenn er da Bock drauf hat. Ja, dann wäre er natürlich der perfekte Mann dafür. Wenn er denn dann auch den Grips dafür in die Birne hat. Ja? So, das gehört ja nun mal dazu. Das werden wir doch dann sehen. Ja, du kannst ja nicht da als CEO da einen Pausenclown hinsetzen. Wir reden über ein Geschäft, ja, wir reden nicht über einen Kreisliga-A-Verein, Alter. Da kannst du so einen hinsetzen, ja. Dann habe ich jetzt eine gute Spiele für dieses Jahr wieder aufgebraucht. Ja, die Tendenz geht auf jeden Fall in so eine Semi-Richtung, ne? Bin ich bei dir. War zwar defensiv gut, Gnabry. Hat sich reingebissen und so, alles gut, aber nach vorne fand ich es auch ein bisschen wenig, ja. Ich könnte mir Müller auch gut als Trainer vorstellen, gerade so in der Jugend, ne? So Radio Müller-mäßig könnte da schon was gehen, glaube ich. Aber man weiß es nicht. Vielleicht werden wir ihn ja sehen eines Tages im Vorstand. Warum nicht?
Ja, Ambo, du musst ja jetzt auch nicht anfangen, ein Serge mit einem Heavy zu vergleichen, oder? Also ich glaube nicht, dass ein Serge überhaupt mal eine Art Neuner war. Auch wenn er sich da gerne mal selber gesehen hat. Sammy. Eieiei. Ja, das täuscht ja auch nicht darüber hinweg beim Davies. Ja. Für mich täuscht das auch nicht darüber hinweg. Aber wir benoten natürlich, oder ich, seine sportliche Leistung, die war gut gegen Stuttgart. Was an meiner Meinung nichts ändert, ja. Bei mir würde er kein Spiel machen, die Saison. Selbst wenn er jedes Spiel Weltklasse spielen würde er bei mir kein Spiel machen. Ja, ich weiß nicht, die Presse hat das ja wieder aufgehört. Wahrscheinlich die Bild-Zeitung, oder? Dass Müller der neue CEO wird dann nächstes Jahr direkt. Weil die einfach einen an der Birne haben. Ja, sehe ich genauso. Witz, ne? Es geht halt darum, du kannst Weltklasse Fußballer sein, das heißt ja nicht, dass du was in der Birne hast. Ja, und schon gar nicht, dass du so viel in der Birne hast, um dich mit Finanzen auszukennen und ein CEO eines Unternehmens zu sein. Also. Nehme ich mir ja auch nicht raus. Ich sage ja auch nicht, ja klar, ich könnte einen CEO machen. Mit welchen Qualifikationen? Also. Schwierig. Und wir haben es ja beim Uli gesehen, der ja sogar dann die Qualifikation erworben hat. Ja, zumindest auf dem Papier. Aber anscheinend die ja nicht gehabt hat. Sondern dass irgendwie seine komischen Handlanger da hat machen lassen. Ja, da hast du ja gesehen, dass auch selbst das nicht geklappt hat. Also. Ist halt schwierig. Ja, das wäre doch schön, wenn der Müller den Tiger machen würde. Wenn der so genauso viele Spieler dann rausbringt, wie es der Tiger gemacht hat, dann können wir dann auch sein Gehalt, was er sich jetzt die letzten 2 Jahre reinzieht, vielleicht rechtfertigen. Dann können wir das im Nachhinein rechtfertigen, ja. Ja, aber du brauchst ja keinen Fußball-Sachverstand, um CEO zu sein. Das siehst du doch gerade. Nee, sorry, Chico, da gehe ich nicht mit. Also von außen betrachtet, nein. Wie willst du das denn feststellen? Man kann ja sagen, dass er ein empathischer Kerl ist. Selbst das kann ich persönlich nicht beurteilen. Ja. Das, was die Menschen von sich nach außen tragen, ist mit Sicherheit nicht das, was die Menschen zu Hause sind. Ich könnte da mal ein paar krasse Beispiele bringen, die ich mir gerade schenke. Dass er also Fußball-Sachverstand hat, ja, 100%. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Aber was hat das denn damit zu tun, ob er sich an eine Position eines CEOs reinarbeiten könnte? Also, das ist doch mal Kirschen und Äpfel, Alter. Ja? Wenn wir darüber reden, so Sportvorstand oder sowas, ja, da gehe ich ja mit. Ja, da geht es halt um das Sportliche, aber als CEO geht es nur ums Sportliche. Ja? Ja, weil der Schweini ja nicht doof ist, genauso wie der Philipp nicht doof ist. Ja? Die wissen ja alle selber, was sollen sie da? Was sollen sie da? Da kannst du dich ja nicht hinsetzen und deine eigenen Vorstellungen durchdrücken. Solange der Patron da ist, ist der Patron da. Ja? Deswegen sitzen da keine Leute mit eigener Meinung. Aber da müsstest ja den neuen Sportdirektor erstmal rauskaufen. Geht doch nicht. Der muss doch erstmal Weltmeister werden.
Hast du eigentlich einen Sponsor? Sponsort der FC Bayern irgendwen für Social Media Arbeit oder so? Ja, also ich habe keinen Sponsor. Ich weiß nicht, wen der FC Bayern für Social Media Arbeit sponsort. Schon über Dresden gesprochen? Nicht wirklich. Ich wüsste nicht, was da groß zu reden gibt. Zum CEO ist man meiner Meinung nach geboren oder nicht. Es geht ja in erster Instanz um Menschenführung und nicht um Zahlen. Und Kahn soll ja laut Uli kein Menschenfinger gewesen sein. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, was die Hauptaufgaben des CEOs beim FC Bayern sind. Weiß ich nicht. Wenn es aber darum geht, dass es der CEO in erster Linie um Menschenführung geht, dann weiß ich nicht, warum CEO heißt, eines Aktienunternehmens. Sorry. Weil dann kannst du ja auch den Personaler Anbo da hinsetzen. Na, das ist für mich ein Typ, wo es um Menschenführung gehen muss. Ja, aber ist doch okay, wenn es klappt, ist das doch okay. Ja? So, du musst doch das machen, was klappt. Ja. So. Wenn da Uli und Kalle sind, die immer noch eine große Meinung haben und die meinen, ja, wir machen den ganzen Bums hier aus dem Schatten heraus, treten kürzer, weil alt und so, wir stellen dann aber die Leute ein, wollen wir Ja-Sager sagen? Sagen wir Ja-Sager, wir stellen dann die Ja-Sager ein, ja, dann ist doch Ruhe im Verein. Dann sind alle glücklich, alles ist tutti, ja. Hat man dann da Leute sitzen, die aufgebären gegen diese alten Strukturen, hast du wieder Unruhe drin, und die kriegst du dann wieder nicht weg, ja. So, dann nimm doch das, ja, dann müssen wir damit leben, ist ja, ich meine, der Heiner ist da auch und ja, natürlich sind die Leute da, die sind von Uli Hoeneß eingesetzt, Alter. So. Meinst du, die setzen sich dann dahin und sagen, Uli, halt mal die Gosch oder was? Wir wollen das Thema ja nicht wieder aufmachen, das wird doch nicht passieren. Ja? Du kannst ja froh sein, dass Max Eber sich ein bisschen versucht zu emanzipieren vom Uli. Aber am Ende wirst du von Max Eber auch nicht ein Wort gegen Uli Hoeneß hören. Ne? So. Wie auch. Und das sind doch die Gründe, warum so Schweinsteiger und Lahms da nicht reingegangen sind in die Kerbe, weil die das wissen. Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Also hat doch Philipp Lahm sogar damals, wenn ich mich richtig erinnere, das sogar öffentlich gesagt. Ja. Und wie gesagt, wenn man den Dresden da jetzt eingesetzt hat, dann wusste man das ja, was da vorgefallen ist, weil es ja nicht erst gestern passiert ist. Ja? Also wusste man das und hat ihn trotzdem eingesetzt. Ja, es geht dem Uli und den Kalle ging es dann auf die Eier, dass der Dresden da mit diesen TV-Verhandlungen da rumgemauschelt hat, mit Sky, bla, Sülz, ohne dass er vorher, Uli und Kalle, wie sieht's aus, sollen wir das machen? Hab ich eure Erlaubnis? Wahrscheinlich hat er das mal auf eigene Faust gemacht, ja. Das ist dann scheiße gelaufen, weil der Sohn eigentlich mehr Geld zahlen wollte. Das heißt, es wäre dem FC Bayern mehr Geld flöten gegangen. Bla, Sülz. Und dann fühlen die guten Herren sich natürlich hintergangen. Ja, wie kann der sich das erlauben? Ja, er ist ja nur ein Ja-Sager. So. Ich glaube nicht, dass das Thema, dass er da eine Mitarbeiterin eine Zeitung am Kopf geworfen hat, irgendwie intern auch nur ansatzweise irgendwie der ausschlaggebende Punkt sein wird. Weil dann hätte man ihn ja nicht dahingesetzt, weil man wusste das ja vorher. Ja? Also von daher weiß ich nicht. Ist aber auch wieder schwer zu beurteilen von außen. Ne? Arbeitstier sieht man, dass er nicht mit dem größten Talent gesegnet ist. Müller? Da würde ich dir echt widersprechen, Chico. Ich glaube, Müller ist schon mit einem Riesentalent gesegnet. Ja, das sieht natürlich nicht so aus wie ein Jamal Musiala, der 5 Leute auf dem Bierdeckel austanzt. Das Talent hat Müller mit Sicherheit nicht. Ja.
Aber Müller ist mit einem ganz, ganz anderen Talent gesegnet. Ja, der einfach instinktiv Räume erkennt, in Räume reinläuft, instinktiv Dinger macht, die kein anderer macht. Ich glaube schon, dass das auch ein Talent ist und nicht irgendwie erarbeitet ist. Weil ich glaube, das sind Sachen, die kann man nicht lernen. Ja? Ist vielleicht nicht das schönste Talent, aber es ist auf jeden Fall ein einmaliges Talent. Ja, alles gut. Wie gesagt, Chico, alles gut. Du kannst ja deine Meinung haben. Also ich werde niemals einen Menschen außerhalb des Fußballs versuchen einzuschätzen anhand, was er auf dem Platz zeigt. Sorry. Ja, du kannst natürlich, wenn du so Typen hast wie ein Effe und sowas, so Anführer, kannst du natürlich sagen, ja, der wird sehr wahrscheinlich auch im Privatleben und außerhalb des Platzes ein bisschen selbstbewusster sein wie so ein Minjay oder ein Upamecano. Ja? So, das sind vielleicht Sachen, die man sich rausnehmen kann, aber alles andere, nee. Aber das ist nur meine Meinung. Du das daraus lesen kannst, wie ein Thomas Müller ist, wie er auf dem Fußballfeld ist, was er dann für ein Mensch ist, also ich kann das nicht. Das denke ich, Ammo, dass du dich dazu herablassen würdest. Das haltet ihr vom Dieterich. Ja, keine Ahnung, ich habe den auf der Jahreshauptversammlung das erste Mal gesehen, ey. Was willst du dazu sagen? Es hat ein Mann der Zahlen, genau wie es ein Chrissy ist. Ne? Deswegen sage ich ja, wo ist der Sinn zu sagen, da muss Thomas Müller hin. Also. Was ist der Tipp für Mittwoch? 1-3 natürlich. Ich glaube, Company Tricks Flick aus. Weiß ich nicht. Ich glaube, ein Company ist jetzt nicht der Taktikfuchs, oder? Denke, das ist eine Sache, was die Spiele gezeigt haben. Ja, wir haben eine Richtung und die ist Attacke. So, und je nachdem, wie gut die einzelnen Spieler sind, klappt das sehr gut oder ein bisschen weniger gut. Also, ich habe jetzt nicht gesehen, dass Company irgendwo der Taktikfuchs ist. Also, das traue ich dann schon eher den Flick zu und das heißt schon was. Skandalös, ne? Ja, Ammo oder so, das kennst du ja dann besser wie jeder andere, oder? Als Personaler. Dass solche Sachen dann rauskommen, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht. Ja, die Zeitungen müssen ja immer irgendwas haben, damit der FC Bayern, sonst verkaufen sich die Zeitungen ja auch nicht. Ja? Oder die Paywalls im Internet. Whatever. Wisst ihr doch selber. Wenn es um Fußball geht und da ist nichts vom FC Bayern drinne und natürlich verkauft es sich nicht, wenn da steht, auch beim FC Bayern läuft alles rund, 4:0, Harry Kane in Topform, alle haben sich lieb. Ja, dann zahlt ja keiner die 1,99, um sich den Artikel durchzulesen. Ja. Aber wenn er natürlich steht, wow, Riesenkonflikt, Streit in der Chefetage des FC Bayern, Mitarbeiter gemobbt, skandalös, Dresden an der Wand. Ja, dann könnt ihr euch mal überlegen, ob die Leute die 1,99 zahlen, um sich den Scheiß durchzulesen. Ne? Von daher. Ja, Müller hat halt ein Talent, sag ich ja. Das ist halt ein einmaliges Talent. Als CDO viele Sprachen sprechen, wahrscheinlich. Ja. Das Analysevideo in der Kabine ist Braveheart. Ich denke auch. Ich kann mir das gut vorstellen bei Company, die letzten 5 Minuten vorm Rausgehen. Entweder läuft da so ein Braveheart-Trailer oder so ein 300, oder? Kann ich mir schon vorstellen. Müller erste Halbzeit bodenlos. Ja, 100% true, gehe ich 100% mit. Das war eine Katastrophe, was Müller in der ersten Halbzeit gezeigt hat gegen Stuttgart. Also das war
Hätte er nicht so eine zweite Halbzeit gespielt, wie er sie gespielt hat. Junge, Alter. Du hättest den zerlegen müssen. In alle Einzelteile. Ja. Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Ja, deswegen werden wir doch vielleicht ein Attacke-Spiel sehen dann am Mittwoch von beiden Seiten. Ich suche auch immer die Artikel, wenn Stress in Bochum oder Kiel juckt aber scheinbar keinen, ja. Ja, aber es juckt halt keinen. Klar gibt's genug, aber es juckt halt keinen. Hast du das Thema damals mit dem Riemann gesehen? Juckt das irgendjemand? Zahlt da irgendjemand 1,99 €? Weil ein Riemann vor Gericht zieht gegen VfL Bochum? Nee. Na. Ist halt so. Nee, Thema Tuchel. Nehmen wir das noch kurz rein, oder was? Tuchel jetzt in England. Seine Holding Six hat er ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob Harry Kane die Leidenszeit durchsteht. Also ich bin wirklich gespannt, welche Art Fußball Tuchel da spielen ist. Also ich glaube, Tuchel wird da, ich meine, der Southgate hat ja in den Medien schon auf die Fresse gekriegt, weil er so super destruktiven Fußball mit dieser super geilen Mannschaft hat spielen lassen. Wow. Ich habe ja mit viel gerechnet, aber nicht, dass da ein Tuchel hinkommt. Ja? Weil der Fußballstil ist ja schon ähnlich. Weil er findet sich neu und macht das Gegenteil wie das, was er beim FC Bayern gemacht hat. Ich meine, immerhin hat er seine Holding Six, ja, true. England hat auch einen super Kader, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ich bin sehr gespannt. Ne? Ich werde mir dann auf jeden Fall mal das ein oder andere Spiel angucken, einfach um zu sehen, ob es derselbe Graupenfußball sein wird, wie der bei uns hat spielen lassen, oder ob er da ein bisschen mehr rauskitzelt. Da bin ich sehr gespannt. Tuchel kann Turniere, ja, 100%, ja. Aber es ändert ja nichts an der Art des Fußballs dann, ne? Der Thomas macht das schon, keine Angst. Ja, wegen mir. Wegen mir können die Engländer ruhig Weltmeister werden. Ich glaube nach 50 Jahren oder was. Oder 60. Sei denen das gegönnt. Ja, aber das tut die englische Presse ja immer, oder? Die sind ja noch krasser wie wir. Heavy denkt sich so, scheiße. Muss ich wieder alles alleine machen. Werde ich wieder nicht ins Spiel eingebunden. Kacke. Ah. Ja, ich bin gespannt. Ich denke auch. Also ich denke, dass Tuchel ist eigentlich prädestiniert für so Turniere, oder? Das denke ich auch. Weil ihm das scheißegal ist dann halt einfach auch, ne? Und wenn das aussieht wie hingeschissen, wenn er dann 1:0 weiterkommt, hat er ja auch recht damit. Bei so Turnieren hat er ja 100% damit recht. Kannst ja nichts gegen sagen, ne? Bin gespannt. Ja, ich weiß, dass die Engländer den Southgate deswegen zerstört haben. Deswegen sage ich ja, wird interessant zu sehen sein. Ja, die müsste man sich dann eigentlich mal geben, oder? Damit wir mal wieder ein paar Spaß-PKs haben. Ah. Ja, ich gönn's ihm ja auch. Ich gönne, wie gesagt, ich gönne jeden Deutschen den Erfolg. Soll er gerne haben. Doch, der Chico hat das gedacht und noch der eine oder andere hat das hier auch gedacht. Ich habe das nicht gedacht, ja. Da stehe ich zu. Aber die Saison ist ja noch nicht durch, wa? Noch hat der Hansi nichts gewonnen. Also mal abwarten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Hansi da so einschlägt, ne, zum Start. Auf jeden Fall. Hut ab dafür. Ja,
Weiß ich nicht. Muss ein Harry Kane denn immer die Kohlen aus dem Feuer holen? Weiß ich nicht. Also erstens mal ist er ein Stürmer, also ist er dafür da, Tore zu schießen. Verstehe ich nicht, warum man das dann wieder negativ auslegen muss, wenn er dann die Tore schießt. Ist also schlecht, wenn du Harry Kane die Tore schießt, weil er der Stürmer ist, oder wie, oder? Aber ja, man muss ja immer was Negatives suchen, ne? Weil wir haben ja 4 Tore gemacht, 3 hat Harry Kane gemacht. Mann! Wollen wir jetzt das Positive sehen? Und die super gute Leistung mit dem 4:0 gegen Stuttgart? Oder sehen wir das Negative? Ja, der Harry Kane muss immer die Kohlen aus dem Feuer holen, ne? Weil der Stürmer ist und die Tore schießt. Das ist wie Upamecano und Minjay, ne? Wenn die hinten die Zweikämpfe gewinnen und nicht zulassen, Alter. Das ist schlecht, wenn die das immer machen, ne? Weil dann holen die Kohlen. Die vereiteln dann die Kohlen, die überhaupt erst ins Feuer fallen könnten. Leute, Alter. Ey, ich bin ja schon ein super kritischer Mensch, was den FC Bayern anbelangt, wa? Aber aktuell weiß ich nicht. Seid ihr alle geprägt von 1,5 Jahren, wo alles scheiße lief beim FC Bayern und kommt nicht damit klar, dass es einfach mal geil läuft? Dass wir einfach mal guten Fußball sehen? Ja? Dass wir ein verkacktes Spiel verloren haben durch einen Torwartfehler. Ansonsten ungeschlagen sind. Jedes Spiel, was man gesehen hat, konnte man sich sehr gut angucken. Ja, es war sehr schöner Fußball. Aber nein, trotzdem muss man alles Negative raussuchen und versuchen, was zu konstruieren, was denn scheiße ist. Jetzt ist es scheiße, dass Harry Kane die Tore schießt, weil er die Kohlen aus dem Feuer holt für diese Mannschaft. Alter, ich kann's nicht mehr. Arbeiten alle heimlich bei der Bild. Alter, ich kann's nicht mehr, echt. Junge. Einfach mal genießen. Ja, nehmt's doch einfach mit. Ist doch schön. Ja, 14:0 gegen Stuttgart, es war ein super gutes Spiel. Und fein. Ja, da müssen wir doch jetzt nicht anfangen, irgendwie die Haare zu suchen, ey. Verstehe ich nicht. Komm früh genug, ja. Wir werden früh genug, so wie Frankfurt, wir werden früh genug gegen Gegner treffen, die uns wahrscheinlich eiskalt auskontern und du mal ein Spiel 4:2 verlierst oder sowas, ja. Dann könnt ihr doch alle reingehen. Aber doch nicht nach dem 14:0, weil Harry Kane 3 Tore macht, zu sagen, ja, wenn der Harry Kane muss immer die Kohlen aus dem Feuer holen. Vorher haben wir die andere These gehabt, ja, der Harry Kane schießt in wichtigen Spielen keine Tore. Junge. Wild. Ich behaupte, in den nächsten 3 Jahren gewinnt der Hansi einmal die Champions League. Und wenn es den FC Barcelona die nächsten 3 Jahre lang geben wird, wer weiß. Aber nee. So pauschal. Ich kann immer nur das Beispiel Manchester City bringen. Ja. Es heißt ja nichts, wenn du die beste Vereinsmannschaft vielleicht gerade aktuell bist, dass du auch automatisch die Champions League gewinnst. Dann kommt halt einfach so ein abgewichster Trainer wie ein Thomas Tuchel, ja. Jose Mourinho oder sonst was, der stellt sich hinten rein und macht durch den Konter das 1:0 und du bist ausgeschieden. Da kannst du der geilste FC Barcelona dieser Welt sein. Ja. Das ist immer schwer zu sagen. Kann er gerne sagen, so, ja, es wird eine Mannschaft aufbauen, die nächsten 3 Jahre um Titel mitspielt. Solche Aussagen kann man sich ja geben, aber alles andere ist schwierig, denke ich. Ich korrigiere mich. Leute mit Ahnung vom Fußball hätten nicht gedacht, dass der Hansi in Barcelona funktioniert. Anbo, alles gut, ey. Ich bin der Letzte, der von sich selber sagt, dass er Ahnung vom Fußball hat. Ich habe Ahnung vom FC Bayern, ja, das Recht nehme ich mir raus. Aber das war's auch. Ja, wenn Heavy ausfällt, schießen wir keine Tore mehr, ne? Denke ich auch. Gewinnen wir kein Spiel mehr. Weil ich denke, alle anderen Spieler können auch keine Tore schießen bei uns. Muss man doch immer mal abwarten, Leute. Wenn Harry Kane ausfällt, dann fällt er aus, ja.
Ja, da muss man vielleicht mal Matissel da reinstellen. Du hast einen Irankunda, den du vorne bringen kannst. Und. Es ist doch nicht so, dass wir keine Spieler haben, die Tore schießen können. Ja? Klar ist das Spiel dann anderes, weil ein Harry Kane sehr viel mehr macht, als nur die Tore zu schießen. Aber das heißt doch nicht, dass wir dann keine Tore mehr schießen. Ich meine, würden wir über letzte Saison reden, wo alles über Einzelaktionen ging und jeder für sich so gemacht hat, würde ich das ja unterschreiben. Aber diese Saison, Leute, wir sehen eine Mannschaft auf dem Feld. Ja. Ich denke, da könnte man auch mal 2, 3 Spiele überbrücken. Ja. Wir müssen was zu kritisieren haben, ja, müssen wir echt. Podcast mit Didi und Nota. Gibt es einen Podcast mit Didi und Nota? Das wäre ja schon wild. Ja, ist auch so, Werner. Bin ich bei dir. Ach ja, was heißt nicht zittern bis zur 90. Es ist einfach schön, wieder Spiele zu sehen, die Spaß machen. Ne? Ich weiß, dass ein Neuer gesagt hat, dass es kein Fehler war. Die Meinung hatte er aber auch für sich. Ich habe eine andere Meinung dazu. Da gehen ja auch die Meinungen bei den Fans auseinander. Das sind ja auch Sachen, über die kann man ja dann diskutieren. Ne? Da kann man ja diskutieren, da kann man dann ja auch kritisieren. Das verstehe ich ja auch. Aber so eine Diskussion über einen Harry Kane, Alter, das ist halt lächerlich. Ne? Ja, der Hamann hat schon immer gewusst. Der Hamann hat ja auch gesagt, der Harry Kane, im ersten Jahr hat er gesagt, der macht keine 20 Tore. Und jetzt vor dieser Saison hat er gesagt, nee, nochmal so wird das auch nicht beim Harry. Ja. Aber gut, dann müssen wir Angst haben, wenn der Didi irgendwann sagt, boah, der Harry Kane macht 40 Hütten dieses Jahr. Da müssen wir Angst haben. Hatte zu Beginn schon etwas Bammel, aber ich freue mich auf dein Fazitanalyse. Bewartest du noch 1, 2 Spiele oder nicht? Hast du einen kleinen Spoiler, über was da du sprechen möchtest? Nee. Ich warte mal das Spiel gegen Barca ab. Da ist ja englische Woche. Dann werde ich das Spiel auch noch abwarten. Ist danach auch schon wieder englische Woche? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Ey. Muss halt auch die Zeit haben, ey. Lass mich mal eben gucken. Aber wahrscheinlich sind jetzt wieder nur englische Wochen, oder? Ja, ach ja, Pokalspiel in Mainz. Habe ich natürlich Absage gekriegt für Tickets. Spiel in Bochum habe ich auch Absage gekriegt. Spiel Union habe ich Absage gekriegt. Schön. Ja. Alles Absage. Vielleicht warte ich bis nach Mainz, oder? Mal schauen, ich weiß noch nicht. Aber im Stream können wir natürlich schon drüber quatschen. Aber ich denke, wir haben ja auch schon viel drüber gequatscht, was sich geändert hat, oder? Unter Kompanie. Kann man auch schon gegen Barcelona, nach Barcelona sagen. Also selbst wenn du das Spiel 5:1 verlieren solltest, wird das an meiner Meinung relativ wenig ändern. Ja? Allein, ich habe es ja jetzt gerade schon gesagt, allein, dass du wieder eine Mannschaft auf dem Feld hast. Das gab es unter Tuchel halt nicht. Punkt. Wann hast du unter Tuchel das Gefühl gehabt, jo, da ist eine Mannschaft, einer freut sich mit dem anderen, einer arbeitet für den anderen. Hast du nicht gehabt. Du hast unter Tuchel immer das Gefühl gehabt, es sind 11 Ich-AGs auf dem Feld. Ja? Allein das ist schon der größte Gamechanger, unabhängig von den Ergebnissen. Und wenn du dann noch siehst, wie du Mannschaften wie Leverkusen, Aston Villa, Frankfurt, Stuttgart einfach an die Wand spielst, ja, mal weg von den Ergebnissen, ja, über was wollen wir dann reden, Alter? Was wollen wir dann kritisieren? Und das nach dieser kurzen Zeit, wohlgemerkt, ja? Nach dieser kurzen Zeit. Und wenn wir jetzt mal die Entwicklung von Kimmich dann noch als Beispiel nehmen, wo ich gegen Stuttgart das erste Mal das Gefühl hatte, Kimmich ist endlich mal ein Anführer auf dem Feld, ja? Der endlich dann mal das Heft des Handelns in die Hand genommen hat in der zweiten Halbzeit. Das hat vorher auch kein anderer Trainer geschafft. Ja?
Ob das jetzt Neuer und Müller waren, die ihn klein gehalten haben oder nicht, I don't know. Ja, aber anscheinend kriegt ein Kompanie das ja hin. Da hast du 3 Spoiler, in welche Richtung das gehen wird. Genau, der Harry Kane läuft über Wasser, noch nicht mal schwimmen kann er. Ja. Ja, und der 4. Spoiler können wir ja auch noch mit reinnehmen, wenn wir gerade das Min-Jae-Ding hier sehen. Vergleich die letzten 1,5 Jahre und vergleich jetzt die paar Monate und geh mal die Spieler durch. Welcher Spieler ist besser geworden, welcher Spieler schlechter? Ne? Tim Fuchs, hau rein, schönen Abend. Ja, ich mache auch gleich Feierabend. Ja, ich finde es auch schade um Tell und natürlich braucht er Spiele. Aber guck mal, ich habe es ja auch schon gesagt. Nimm mal die Außenposition. Ja, du bist die Spieler nicht losgeworden. Du hast einen Sané und Koman auf der Bank. Dagegen muss sich ein Teller durchsetzen, ja. Oder du musst einen Teller als Alternative für einen Heavy bringen. Ja, aber das hast du auch nicht gemacht. Da hast du lieber einen Thomas Müller gestellt. Dann ist es halt schwer, wa? Leider, ja. Gibt es irgendwo eine anständige Quelle, wie ich an Karten kommen kann? Ja, du musst einen Fanclub beitreten. Ansonsten hast du leider absolut 0,5% Chance an der Karte zu kommen. Ohne Fanclub wird nichts gehen. Du musst sonst ansonsten sehr, sehr viel Glück haben. Oder halt, wenn es um Heimspiele geht, du in der Nähe wohnst, den Zweitmarkt, ja? Ja, das geht. Da musst du halt kurzfristig, wenn du nicht weit weg wohnst, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Über den Zweitmarkt immer wieder reinschauen und dann direkt zuschlagen, ja. Aber alles andere ist unmöglich. Ich bin wirklich ein Trainerfan, weniger Spieler. Ich mag Trainer, die offensiv spielen. Gottmar, Van Gaal, Heinkes, Guardiola, Ancelotti, Flick, Nagy und jetzt Vincent. Wir hatten die letzten 20 Jahre sehr viele geile Trainer bei uns an der Seitenlinie aus meiner Sicht. Wenn du siehst, wo diese Trainer überall gerade trainieren, waren das auch keine schlechten Trainer. Und ja, ich gehe da mit, Chico. Wie gesagt, aber das wissen wir ja auch. Ich gucke halt auch lieber diese Art Fußball wie das, was wir die letzten 1,5 Jahre gesehen haben. Mr. Boo. Wunderschön. Ja, Felix, geht mir ja genauso. Geht mir ganz genauso. Katastrophe. Es gibt einfach zu viele Mitglieder. Ja, und zu viele Fanclubs, wo Karten hingehen. Ja, du musst im Fanclub sein oder über den Zweitmarkt. Alles andere kannst du vergessen. Nee, früher gab es halt nicht so viele Mitglieder. Ja? So. Ich habe früher auf jeden Fall 6, 7 Mal die Saisonkarten gekriegt. Ja? Weil es einfach nicht diese Mitgliederanzahl gab, unter die die Karten verlost wurden. So. Die ist ja explodiert in den letzten Jahren und deswegen ist es, ja. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr einmal klappen wird, aber gewinnst du wahrscheinlich eher im Lotto. Ja, klar, wir können die Ergebnisse kritisieren mit Tabellenplatz 1 in der Bundesliga. Ja, ist schon richtig. Kann man mal richtig hart reingehen, oder? Für einen Trainer, der das gleiche Spielermaterial hat wie der Trainer letztes Jahr, für diese Entwicklung, die man nimmt, kann man natürlich dann die Ergebnisse kritisieren. Ja. Gerade das Spiel gegen Leverkusen, oder? Das kannst du knallhart kritisieren lassen. Gnabry den Ball an den Pfosten und an die Latte schießt, anstatt ins Tor rein. Ja. Kannst du richtig kritisieren, würde ich sagen. Ich denke, wir sollten eine Petition starten, oder? Ja, denke auch. Spannend, in der Barcelona-Welt nehmen die Fans in Kauf, dass man gegen uns Bayern und gegen Real im Klassiko verlieren kann und man trotzdem den Weg mit Hansi weitergehen will. Ja, warum denn auch nicht?
Ich völlig pro Vincent, er wird 2026 anders coachen als heute 2024. Er soll auch seine nächsten Schritte bei uns machen. Upa laut Kicker ist begeistert von unserem Trainer. Ein Müller redet auch nur begeisternd von unserem Spielstil. Die meisten Fans mögen unseren Fußball doch auch wieder, oder? Ich auf jeden Fall. Rage-Analysen, Rage-Reactions. Du hast mich noch nie ragen sehen. Sei denn, du warst im Manager dabei. Da war schon mal ein Rage drin, ja. Ja, aber wo ist denn das Argument? Also es ist ja völlig fein, ne? Also pass auf. Finde Company super sympathisch, aber sein Spielsystem ist nichts für mich. Ich glaube, gegen Top-Mannschaften wird das nur sehr selten was. Gut. Völlig fein, ne? Völlig fein, wenn du meinst, das Spielsystem ist nichts für dich. Das ist völlig fein. Es gibt halt immer, der eine mag lieber den defensiven Fußballstil, lieber so ein 1:0, so Mourinho-Style mäßig und so. Völlig gut. Aber diese Aussage, glaube gegen Top-Mannschaften wird das nur selten was. Warum? Welches Argument gibt es da? Können wir Leverkusen als Top-Mannschaft betiteln? Ich glaube, oder? Hast du das Spiel gesehen? Hast du das Spiel gegen Aston Villa gesehen? Kann man die als Top-Mannschaft betiteln? Weiß ich nicht. Die Frage, was du als Top-Mannschaft siehst. Wir haben Leverkusen ein Tor geschenkt durch eine Ecke, die wir selbst verschuldet haben. Ansonsten hat Leverkusen keine Torchance gehabt. Ich sehe Leverkusen schon als eine Top-Mannschaft. Weiß ich nicht. Ich meine, wenn wir jetzt schon 10 Spiele gegen Top-Mannschaften gehabt hätten, ja, und die alle nicht gewonnen hätten oder super schlecht gespielt hätten, würde ich das ja verstehen, aber Stuttgart ist ja auch Laufkundschaft, oder? Die wir gerade 4-0 weggehauen haben. Waren ja nur Vizemeister letztes Jahr. Weiß ich nicht. Ne? Frankfurt dasselbe. Ja, Frankfurt war, brauchen wir nicht überreden, nach Spielzeit musst du dich cleverer verhalten, dann gewinnst du das Spiel. So. Denke aber auch, Frankfurt ist keine Laufkundschaft dieses Jahr. Weiß ich nicht, ja, ob man das so sagen kann. Würde mich halt interessieren, warum du das glaubst. Ich finde halt, das Einzige, was man bemängeln kann, ist die Chancenverwertung. Und da arbeiten sie ja dran. Ja, du kannst auch hinten was bemängeln, gar keine Frage. Ja, darum geht's ja nicht. Aber ich verstehe halt so die Aussage nicht, wenn man so ein Spiel sieht wie gegen Leverkusen. Leverkusen hat nichts. Keinerlei Chance hatten die. Ja, wir haben die an die Wand gespielt. Und ja, da kannst du natürlich in diesem Spiel die Chancenverwertung bemängeln. Aber wie kommt man denn dann auf die Idee zu sagen, ja, aber gegen Top-Mannschaften, denke ich, wird das nichts werden. Das verstehe ich halt nicht. Ja, aber was willst du denn für ein Stadion bauen, Chico? Was willst du denn für ein Stadion bauen? Einfach für 300.000. Ja, du musst ein Stadion für 200.000 bauen, aber das kriegst du ja nicht. Macht ja keiner. Bauen wir einfach in die Höhe. Wie sieht es mit deinem Redebeitrag für die Hauptversammlung aus? Ja, brauche ich ja nicht mehr, oder? Läuft doch alles. Opa hat auch erzählt, dass der Trainer täglich Videoanalyse mit dem IVs macht und ihnen für jede Spielsituation Tipps an die Hand gibt. Das erklärt, warum weniger individualtaktische Fehler passieren. Denkst du, wie wir gegen Barca abschneiden? 3:1 gewinnen wir. Ich glaube es, weil die Ergebnisse gegen die Top-Mannschaften nicht eingefahren hat. Ja gut, dann hast du die Spiele nicht gesehen. Ja. Also dann hast du definitiv die Spiele nicht gesehen. Also sonst kann ich mir das nicht erklären, sorry. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du die Spiele gesehen hättest, müsstest du ja genau andersrum denken. Dann müsstest du ja sagen, ja normal werden wir gegen die Top-Gegner gewinnen. Weil die Ergebnisse haben ja nicht das Spiel wiedergespiegelt, was wir gesehen haben. Also
Ja, gegen Frankfurt war man zu naiv, da stimme ich zu. Ja, das ist aber das Einzige. Wild. Aber gut, jeder sieht das anders, jeder hat eine andere Auffassung, ne? Von daher völlig fein für mich. Ja, das ist richtig, Amul, aber es ist die Spielweise, ne? Wenn Minjay oder Upa den Zweikampf verlieren da in der wichtigen Situation, dann brennt's, ja. Ja. Gehe ich mit. Da gehe ich mit, ja. Ich glaube, du könntest das bei FC Bayern ja so machen, du könntest ja das Olympiastadion auch noch öffnen, baust da einfach einen riesen Würfel unter die Decke oder unter die Konstruktion und machst da bei jedem Heimspiel noch ein Public Viewing, wo du noch Karten verkaufst. Und ich garantiere dir, selbst das wäre wahrscheinlich ausverkauft. So ein Ding. Wo müsste man sowas eigentlich beantragen? Bei der Stadt München? Was denn? Mit dem Public Viewing. Keine Das Ahnung. würde wahrscheinlich nicht gehen wegen den Rechten, ne? Keine Ahnung. Ja, du hast das doch jetzt hier gedroppt, da musst du doch, ne? Mal ein Public Viewing bei mir. Kann ich 2 Leute einladen. Das ist voll. Und dann kommt Schwiegervater. um die Ecke. Du musst uns mal zum Biertrinken einladen. Wie? Ich muss euch zum Biertrinken einladen? Das ist ja frech, Headspot. Ich dachte, wenn, dann ladet ihr mich zum Biertrinken ein. Aber nur Augustina, bitte. Ja, wir sehen den Ito schon. Der muss halt erstmal fit werden. Glaubst du wirklich, dass De Ligt in diesem Spielsystem der richtige IV wäre? Ich sage nein, mit abgeben, alles richtig gemacht. Boah, das weiß ich nicht, ey. Das ist halt jetzt so. Klar wäre es einfach zu sagen, yo, hast du recht. Er wäre nicht der Richtige. Weiß ich nicht. Also ich sehe De Ligt jetzt nicht schlechter wie ein Minjay oder ein Opa. Ja, natürlich hat er eine andere Spielweise. Ich weiß, worauf du hinaus willst, weil er ist nicht der so nach vorne wegverteidigt, wie ein Opa oder Minjay das tun. Er ist mehr der Innenverteidiger, ja, der Gegner kommt auf mich zu, mäßig, ja. Ähnlich wie es ein Eric Dyer ist. So, von daher könnte man natürlich jetzt sagen, ja, wahrscheinlich hätte er jetzt so nicht reingepasst. Genauso gut kannst du aber auch das Gegenargument bringen und könntest doch sagen, wie geil wäre das denn, wenn De Ligt der zentrale Mann in der Dreierkette wäre. Weiß ich nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist jetzt ja auch ein De Ligt nicht 35. Ja. Vielleicht hätte er seine Spielweise ja auch umgestellt. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Also bei Minjay hat es ja auch nicht von Anfang an geklappt. Er hat ja auch seine Spiele gehabt, bis das geklappt hat. Ja. Und wir hoffen, es klappt weiter. So. Opa war schon immer so, für Opa ist das prädestiniert, Opa hat schon immer nach vorne wegverteidigt. Aber auch Minjay hat das nicht gemacht. Wenn du die letzte Saison mal anguckst, war Minjay auch eher so der Spieler, der nicht vorne weg direkt verteidigt hat, außer im Luftkampf halt. Schwer zu sagen, ja. Ich weiß auch nicht, was da stimmt oder nicht, ja. So. Ob ein Company gesagt hat, yo, hau den mal weg oder hau den weg, wo du den wegkriegst oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Fakt ist, wenn beide so spielen, wie sie jetzt gespielt haben zuletzt und das konstant halten können, der Verein alles richtig gemacht. Ne? So, und das ist ja auch, was ich gesagt habe, ja. Für mich, De Ligt, wisst ihr, ich mochte ihn, war für mich persönlich, menschlich, war er der absolut Richtige gewesen. Ich habe aber auch gesagt, wenn der Trainer meint, er passt halt nicht ins System. Warum auch immer, sei mal dahingestellt. Ja, da musst du ihn abgeben. Und da muss man nicht anfangen zu sagen, ich starte eine Petition. Ne? Aber jetzt im Nachhinein das zu sagen, ist schwierig. Hätte man halt mal sehen müssen, ja.
Hätte man sich ein halbes Jahr angucken müssen und dann hätte man sagen können, ja, alles klar, passt nicht, tschüssi, wa? Mit Catering, oder? Das muss ich die Mara fragen, ob das da mit Catering ist. Ich bewirte euch nicht. Da wird eine Mitbringen-Party dann. Bei mir gibt's keine Bewirtung. Meine Gäste müssen sich immer selber bewirten. Da wird gezeigt, Bring wo mir der auch Kühlschrank steht und Feierabend. Bring mir auch immer von zu Hause was zu essen mit, wenn ich zu Kai fahre. Ja, genau. Ganz genau. Auf jeden Fall freue ich mich, einen Channel gefunden zu haben, wo jemand klar seine Meinung sagt. Deine Fick dich wohl Fuß hat mir letztes Mal meinen ganzen Tag verschönert. Ja, gut. Ich hab halt den Ulle vergessen. Ich wollte den Ulle eigentlich bringen. Hey, setz dich hin, Wichser! Das wäre der bessere gewesen, weißt du? Dann wäre es nicht aus meinem Mund gekommen. Also mir haben Opa und Kim auch super gefallen gegen Stuttgart. Da gab es gar nichts dran zu meckern. Absolut null. Super Party, genau. Aber ich glaube schon, dass die anderen auch bereit gewesen wären zu gehen. Glaube ich schon. Aber da gab es wahrscheinlich einfach keine Angebote. Oder der Trainer wollte halt einfach die anderen beiden haben. Ja. Also nochmal, die Spielweise ist prädestiniert für einen Opa. Also dass ein Opa, wenn es diese Spielweise ist, bleibt, ist ja klar. Ja. So. Und Minjay kann man ja auch nicht vor der Saison so hoch aufbauen hier mit... Wir müssen in den Markt rein, in den koreanischen Markt und da Werbung machen hier und da und dann verkauft man ihn. Wie soll das zusammenpassen? Ne? Das war auch klar, dass das nicht passieren wird. Ja. Ob er sich dann jetzt durchgesetzt hätte oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Wir werden es ja auch noch sehen. Wie gesagt, aktuell gibt es ja auch keine Alternative. Ja, welche Alternative hast du aktuell? Keine. Wir werden sehen, wenn Ito da ist, wenn Stunny da ist, wenn die fit sind. Stunny als IV hat mir super gut gefallen in den paar Spielen, wo er da war. Ja, das muss man auch mal sagen. Also von daher mal abwarten. Ist der Typ schon da? Nee, ich denke mal, ich habe den vorhin auch nochmal geblockt, aber ich denke mal, die Mara hat den schon vorher geblockt. Weil, wie gesagt, Diktatur und so, ne? So, guck mal, perfekt. 20:07 Uhr. Chat ist leer, ich kann Feierabend machen, ist doch supi. Morgen gebe ich mir dann das Kommentarvideo. Eine Stunde lang, bin ich mal gespannt. Da sind bestimmt auch noch ein paar dabei. Der Chat ist ziemlich friedlich, seit Vincent da ist. Ja, jetzt ist Harry Kane das Feindbild, ne? Ist jetzt gewandert von Tuchel auf Harry. Ach, herrlich. Machen Augustiner auf. Macht das, Simon. So, ich mach Feierabend, Leute. Ich wünsche euch, guck mal, ist auch schon dunkel in der Allianz Arena. Ich wünsche euch einen super duper Abend. Natürlich ein super Spiel wünschen wir uns, wa? Gegen Barcelona. Ihr könnt gerne zum Abschied noch eure Tipps reinballern. Ja, morgen kommt er schon, wie ich aufstellen würde. Blasels, PK vor und nach und ach, die Woche ist ja wieder vollgepappt auf dem YouTube-Kanal, Leute. Also ihr werdet keine Langeweile haben, ich auch nicht. 10:2, jawohl, das ist ja mal eine Aussage. Nach Ecken, denke ich, oder? 10:2 Ecken meinst du, ne? Ich bleib beim 4:5. 4:2 für uns. Okay. Bin ich ja mit meinen 3-1 human dabei. 4-1, 2-5. Eieiei. Genau, Talkie Bayern, wünsche ich dir auch. Lieber startet. Ja, Chico, die Wette steht, ne? Die Wette steht, alles ist gut. Wird eingelöst nächsten Montag. Was waren das? 5 versteckte Subs waren das, oder? Die du droppst. Oder ich. Genau, ja.
Ja. So, Feierabend. Tschüssi, Leute. Hat mir Ciao. Spaß gemacht. Ciao.